Bitte, weil anstatt auf Stream starten, auf Aufnahme starten drück. Herzlichen Glückwunsch, Herr Lex. Wunderbar gemacht. Gut gemacht. Richtig gutes Zeug. Wo ist meine Tröte, verdammte Scheiße? Und wann fängt YouTube endlich einmal an? Warum hängen die immer so lange neu? Das ist ein Wahnsinn. So, richte mal deinen Monitor gescheit. Warum hängen die immer so lange neu? Herzlichen Glückwunsch. Ich bin jetzt da. Gratuliere mir selbst. Tobi! Übrigens, der Birger an einem zauberhaften Montagmorgen, hätte ich fast gesagt. Montagabend, 20 Uhr ist. Warum ist keiner da? Ich verstehe die Frage nicht. Gibron ist da. Die stirbt nicht. Die spawnt einfach. Was Werbung, Alter? Was für Werbung? Ich hab keine Werbung. Let's up! Heute, Herr Birger, aber schöner Stream. Tegen Sie hell. Das ist ein gut. Das unterschreibe ich da. Das ist ein gut. Merci für den Euro. So, jetzt kriegst du mal einen Haufen, bevor überhaupt irgendwas passiert. Habe die Ehre an! Den Herrn Fox, an den Bugel, an den Meier, an den Bösel, an den Riese, an den Tag, das Quacksalberchen, an den Oibi, an den White, an den Löwenzepp, an den Leck mir am Arsch, an den Flo, an den Metalhead, an den Marvel Maniac, an den Level, an den Flo, an den Kadavergulasch. Kadavergulasch ist ein bisschen asozial, aber so kann der Grindcore-Band heißen. Da passt ihr schon wieder mit totaler Übertreibung. Was ist da los? Das ist aber deiner Flachwitz des Tages. Der muss so schlecht sein, dass er Zehennägel auftrat, oder? Achtung, vorlesen. Flachwitz des Tages. Was ist der Unterschied zwischen Spülmittel und Gleigel? Gleigel? Das eine spaltet die Fette und das andere fettet die Spalte. Was ist das? Das eine spaltet die Fette und das andere fettet die Spalte. Aber... Nur mal einen Moment. Oh, leck. Oh, leck, hab ich da jetzt lang gebraucht, oder? Was, die Merci dir? Ja, leck mir was, da hab ich jetzt da... Oh, holy shit, hab ich da jetzt lang gebraucht. Da ist mir kurz das Hirnstäbel vor lauter Blöd. Ja, Mann, das ist Merci für deinen Zwickel. Habe ich dritt und erster. Nicht ganz. Tschüss, Lixen, Servus, Meister. Liebe Grüße aus der Spätschicht. Ich nehme aber lieber schöne Grüße mittlerweile. Ich hoffe, du hast die anderen Teile nachgeschaut, was es ist. So. Es wird übrigens, ja, Gleitgel war gemeint. Ich hab's schon verstanden, aber er hat das Tee vergessen. Dann war es Gleitgel. Das funktioniert auch, das funktioniert so, das schmierst deinen alten Haufen und dann geht's gleich. Dafür geht's sonst nie. Egal. Teppich auf, eine kehrt. Was hat er gerade gesagt? Ja, keine Ahnung. Heute kann ich leider nicht spenden. Mein Staubsauger hat Magen-Darm. Alarm im Darm. Nein, jetzt soll's halt ein Fotzen, ihr Mongos. Du bist wirklich... Im Hashtag noch Schausquett. Austrian Merci dir wie immer. Es ist zu viel und du weißt es. Was rede ich noch? Ich weiß es auch nicht. Schöne Grüße nach Österreich und nicht nach Österarm. Was es ist. Merci dir. Tut mir leid, heute kann ich leider nicht spenden. Mein Staubsauger hat Magen-Darm. Alarm im Darm. Sehr schön. Herr Bratenfett, Zölibat. Der Sprengi schreibt schon viel Scheiße. Aber da ist oft einmal was dabei mit Sinn. Bei dir sind es immer, das ist... made my day schon wieder. Merci dir. Herr Endlicher, merci für die Mitgliedschaft. Warum wirst du nicht angezeigt? Weiß ich nicht. Ab in den Chat habe ich die Ehre an den Endlicher. Wer nicht mitmacht, der ist raus. War die Privatröte nur für den Endlicher sehen. Leute, Schilzer, mein Gott, die Mitgliedschaftsscheiße, die funktioniert einfach nicht! Wer war das? Ich weiß nicht! Frau Binder, glaube ich, merci für den Resub! Ich glaube, ich wollte... Nein! Geisi! Warum einer, weißt vorher hat immer nur einer so alle 3 Monate immer einen Geldscheißer gehabt? Warum haben die jetzt eigentlich 5 Leute gleichzeitig einen Geldscheißer? Nur wo mir, weil der Tristan aus Treifdan zurzeit im Urlaub ist. Wieso hat der Tristan aus Treifdan Urlaub? Der hat Urlaubssperre. Seit Mitte 2029. Weiß ich nicht. Verstehe ich nicht. Geisi, merci dir. Merci. Tausendmal merci. Ich weiß nicht, was ich sagen soll. Was ist da los? Ich merke, einen Foxy sein Trivia vorlesen, aber der schreibt aber mitten im Donation-Rausch einen scheiß Roman. Wer soll denn den lesen? Da kann ich da aufgegangen und kann Herr der Ringe auch vorlesen. Na hoppala, ich bin unterbrochen. Entschuldigung, Brudi muss groß. Du hast mich so hart angefixt mit der scheiße Smiley mit Freude. Was? Mit was hab ich angefixt? Da bin ich schon wieder da. Ich bin so am Suchten, du hast mich so hart angefixt. Mit was? Mit Daisy oder mit Battle Brothers? Jetzt bin ich aber gespannt. Herr Löffler, da bist du lange nur dabei, dass ich die eigentlich letztes schon mit Daisy stricken sollen. Leute, dankeschön. Hauptmann, merci für den Zwickel. Luki, merci für den 5er. Martin, merci für den 5er. Fetten Stream, bleib wie du bist und grüß. Chevron in den Außen, DBS. Schönen Gruß an alle Umgebungssexuellen. So.
Ja, aber ist ja gut, die Listen geht halt noch wieder. Das ist immer das Gleiche. Mittenwald 100 Kilometer in 24h und jetzt Zauberbürger reinziehen. Was mit 41 km? Was? Gerade eine Vorbereitung für Megamarsch von Mingenau. Wer geht denn freiwillig 100 Kilometer? Auf 24 Stunden Game im ganzen Jahr nicht! Oh, ich gern. Maxi, mir jetzt wieder ein Resub. Luke, mir jetzt wieder ein Resub. Da war ich gehört. Luke, mir jetzt wieder ein Resub. So, Schnauze jetzt. Wo ist der Sprengi? Ich lese schon die ganze Zeit mit. Sprengi ist nicht da, da stimmt was nicht. Ohne Scheiß, das ist so geil. Ich hab mich übers Wochenende und kurz vor dem Wochenende, Donnerstag, Freitag, immer wieder mal kurz damit befasst, wegen dieser Umfragegeschichte, wo wir mal geredet haben. Ja, einen Bot schreiben, der einen YouTube-Chat und einen Twitch-Chat gleichzeitig auslesen kann. Ich sag's, es ist doch nicht so einfach, wie ich dachte. Kann ich mir nicht aus die Handklinker schütteln. Ist ein bisschen schwierig. Schluss jetzt, ich muss was verzeihen. Ruhe! Luke! Frale Daisy! Merci dir. Timmy! Merci wieder ein Zwickel. Servus, was für ein Ding. Servus, Benado, das ist das Allerwichtigste. Manu, merci wieder Zwickel. Danke für die Tröte. Die kriegst du. Kriegst nochmal die Tröte, pass auf. War aber nur die ganz kurze. Die ganz kurze. So, jetzt der Löffler-Sepp. Schluss. Wo waren wir? Genau. Und dann muss ich natürlich einen Chat ausprobieren. Ja, da läuft gerade kein Stream. Auf YouTube kann ich das nicht testen. Weil Schnauze jetzt! Maxi! Sie haben eine Zerpimmelung. Ich weiß nicht, ob ich glaube, mit mir werden wir zerpimmelt. Egal. Dann habe ich versucht, ein bisschen umeinander zu spielen. Habe in den Chat was eingeschrieben. Völlig red! Auf der Bierbing steht ein kleiner Psoffener. Der ist Wein. Voll bis Gott. Traumtänzerin. Habe ich Dritteli. Mein Maike, merci dir. Zerfixt, die alle hat, was? Hat meine Mitgliedschaft nicht angezeigt oder getriggert? PS, wolltest du nicht wechseln, kann Stream-Elements empfehlen. Zitronekini wird auch wieder nicht angezeigt. Es ist ja einfach schon seit 2 Jahren ist einfach Zeit, diese scheiß Streamlabs zu verlassen, weil nichts funktioniert und weil es mich nur nervt. Ich darf so gern einfach den Unterschied zumindest triggern können zwischen einem neuen Mitglied und jemand, der resubbt. Dass da der Text dabei steht und vielleicht der kürzere Scheißgedudelei die ganze Zeit läuft. Das kommt nicht 880 Mal vorher. Ich flippe aus. Timmy, nix in die Stahl liegen lassen. Es ist schon spät, oder? Leute, dankeschön. Zitronakini, merci für die Mitgliedschaft. Schluss jetzt. Ich darf so gern was erzählen. Ich möchte was erzählen. Dann habe ich random einfach, ich glaube am Donnerstag oder am Freitag irgendwann in meinen eigenen Twitch-Chat testweise was eingeschrieben. Ungelogen, 1 Sekunde später drauf Antwort der Sprengi. Oh ja, hier! Und ich denke, hä? Was tust du? Und ich so, ja, ich habe am zweiten Monitor den Chat immer auf. Da sag ich, warum? Da habe ich seit 4 Jahren und nix eingeschrieben, während die nicht live war. Was machst du? Was? Kann man eigentlich in der Tröte ja eine schreien? Hashtag Kubala. Kubala Sepp! Schnauze! Ich möchte etwas erzählen, bevor es 10 noch ist. Verstehen Sie das? War klar, dass ich auch noch irgendwo daherkriege. Kubala Sepp, merci! Ja, funktioniert nur so mittelmäßig. Halt dein Maul jetzt so das Scheiß drum weg. Leute, Dankeschön! So. Folgendes Resümee. Da der Sprengi nicht da ist, muss irgendjemand einen Sanker rufen. Ich hoffe, dass irgendjemand weiß, wo der Sprengi wohnt. Ruft jemand einen Sanker für den Sprengi, da stimmt was nicht. Der Sprengi ist immer da. Und mit immer, meine ich immer. Aber wenn ich nicht da bin, ist der Sprengi da. Wo ist der? Man jetzt übrigens ernster, als sie das vielleicht anhört. Da ist er ja. Wo? Sprengi! Sprengi, wo? Ich kann den Sprengi nicht entdecken. Ich sehe hier keinen Sprengi. Das ist nicht gut. Das ist nicht gut. Das ist nicht gut für den Stream. Das ist nicht gut für mich. Das ist nicht gut für euch. Der Sprengi, ich weiß, da ist was, da stimmt was nicht. Sag ich dir, was ist. Sag ich dir, was ist. Und jetzt glaube ich, drehen wir mit Grafikkarten auf, weil, was ist. Ich meine, wir haben da ein Ski-Braun innen außen Intersexualitätsproblem zu lösen.
Komm mal, nein, nein, verstehe nicht. Rede ich so ein Heli oder was? Ja, genau, da, das ist eine gute Idee. Cube Twister. Alle auf DC pingen. Guter Punkt. Alle im Discord pingt zu meinem Sprengi. Ping den Sprengi, der Sprengi ist nicht da, da stimmt was nicht, das stimmt was nicht. Leute, Dankeschön. Da wollte ich Jäger, merci für den Euro. Grüß bitte, mein Freund Kylie! Den alten Hessen-Pup. Schöne Grüße nach Hessen. Dankeschön. Was ist schwarz und isst Muschis? Gebärmutterhalskrebs. Was the last of... Das ist genau meine Art Humor. Sicher Sachen, die ich so gerne öfter sagen, wenn das YouTube vertrauen hat. Undrummable merci. Leon nochmal merci. Danny. Grüß die Mods und den üblichen Sauhaufen. Grüße zurück, Danny, merci dir. Wild Redeem, du bist jetzt der Letzte, dann ist Schluss. Schluss! So, Alter, der Discord zuckt aus. Da muss ich jetzt kurz reinschauen. So, alle Sounds sind jetzt aus, sonst geht scheiß Schlaganfall. Wo ist Sprengi? Warte, ich tu ihn auch pingen. Warte, Sprengi. Wo? So, ich weiß nicht, was da los ist. Sprengi, gib uns mal deine Adresse. Du musst irgendwas... Blinzel zweimal, wenn du zurückgehalten wirst. Ich weiß nicht, was da los ist. So, Kinder, jetzt drehen wir die Grafikkarten auf. Wo? Da. Dann wird gespäht. Das sagt der ich. Was ist denn das? Curseforge. Brauch ein Mensch, du bist weg. Doch, brauch ich schon. Boah, leck, Alter, hab ich die Woche... Boah, leck, Alter, hab ich diese Woche in World of Warcraft reingesuchtet, Alter. Leck mich an meinem verdammten Damm, du. Hab ich diese Woche... Letzte Woche besser gesagt, in fucking WoW reingesuchtet. Wie ein geistig Behinderter. Ich hab mich gefühlt wie ein 17-Jähriger, wie wir damals in Classic, in Vanilla-Zeit mit 17. Real Life hat sehr gelitten. Ich sag das, was ist, das Real Life hat sehr gelitten. Aber ich habe einen Hunter angefangen und das hat mir recht gut gefallen. Jetzt halten wir unseren Maul und starten das Spiel. Das ist die Vorschlag. So. Schlüsselputzgeld, merci für den Euro. Flagwitz des Tages. Wie hieß der Leibwächter von Osama Bin Laden? Ladenhüter, ja. Ladenhüter. Schnitzelputzchen hat schon wirklich die wirklich krassesten, oberflächlichsten Diving von Witze am Start. So, ich starte jetzt das Spiel. Leute, jetzt chillt die Kniescheibe. Merci herbei, Ehrenfrau. Eine weiße mit süßen oder scharfen Senf. Was ist das für das ist keine Ehrenfrau, ist eine Behindertenfrage. Ich verstehe die Frage nicht. Merci für den Zwickel. Ecke! Der Volk hat Geburtstag. Wünsch ihm bitte alles Gute. Was für Volk? Kennt kein Volk. Volk, alles Gute zum Geburtstag! Fettsack! Leo, merci für den Zwickel. Was ist denn ein Hosenbohrer auf dem Karussell? Ein Trickschlein. Was ist grün und matt mein Rasen? Was ist grün und matt mein Rasen? Ich kann meinen Nasenbohrer oben holen, wie es mir passt. Okay, bye. So, da sind wir nun. Sie sehen Sie nichts. Mike, merci für den 10 Haupttritt. Christus Sabi, heute sie hier da. Sabi, der Mike, immer nur. Was ist das? Ja, brauchen wir nicht schmerzen. Flo, merci für den Zwickel, aber dritt Sektion Oberland anwesend. Grüß mal einen Aschenbrenner. Aschenbrenner Sepp. Das war der letzte, war jetzt der letzte Grüß. Was ist denn jetzt denn? Map-Check! Ah! Map! Das ist jetzt ein Bilderrahmen! Wieso ist da kein Map? Map, wo? Ah! Da! Fast! Fast! So, kurzes Resümee. Letztes Mal haben wir erschossen worden. Das war nix. Du, das war ihm nix. Ob das jetzt Stream Sniper war oder nicht, das ist mir scheißegal. Nach dem ersten Kill. Learn it the hard way. Sie sind niemals, wiederhole, niemals allein. Okay? Wir lassen nicht unsere Maus aus, wir schauen mal nicht in diese scheiß behinderte Kamera ein, wenn jemand da schießt, sondern wir verpisst man uns. Dann hätten wir, wenn ich nämlich sofort ums Eck gelaufen war, hätte ich vielleicht noch die Chance gehabt, dass ich den zweiten Trottel leider schieße. Vielleicht nicht aus der Ding, was aber was. So, das war so. Haben wir wieder geschossen, Mann. Dann sind wir gespawnt. Und zwar wir glauben, in Topolin. Da geht's mir eine. Und ich sag das, was ist. Ich hab mir nochmal angeschaut, wo wir wieder umeinander gerannt sind und so. Ich kann nicht orten, wo wir da gespawnt sind und wo wir uns gerade aufhalten. Ich habe ein paar Theorien. Da an der Außenseite rechts, also nie ohne Seife waschen, östlich der Stadt oder nördlich des Flusses östlich der Stadt. Da haben wir irgendwie da durch den Wald durchgelaufen so und dann ist da eine Kuh gewesen. Aber da spawnt keine, sondern da
Jetzt weiß ich ja auch nicht, ob die da rumrasen kann oder... Kann schon sein. Muss aber nicht. Ich weiß es nicht, das werden wir heute erörtern. Ich höre jetzt einfach nicht auf mit der Donaterei, gell? So, das ist scheißegal, ob ich drauf reagiere oder nicht. Es ist einfach egal. Timmy, merci dir. Agent, merci dir. Greilmeierbruder, merci dir. Kadavergulasch, merci dir. Es ist wichtig, seine Sexspielzeuge zu waschen. Aus diesem Grund haben Priester die Taufe. Da zuckt er. Da zuckt er der Strike. Da zuckt er kurz, aber was kann ich dafür, was hier da einer schreit? Say, hallo, Entschuldigung. Flo, mehr wieder Zwickel, Mike, mehr wieder. So, Schluss jetzt. Wir spielen wir jetzt. Haben Sie das verstanden? Ich drücke jetzt da auf Spielen, dann respawnen wir. Bist in Bileva. Ich bin ja nicht in Bileva, du bist besoffen. Das ist alles, was ich weiß. So, also auf, drücke auf Spielen! Ich will nicht, dass es lädt! Wieso kann ich nicht auf Spielen drücken? Doch, kann ich schon. Au. Leute, es geht los, bitte lehnen Sie sich zurück. Es geht ums blanke Überleben. Wir sind krank, wir sind knocked, wir haben ein bisschen was zum Essen, das war einer. Und noch einen Schuss. Das ist nix. Map! So, jetzt muss ich bloß da schnell schauen. Map ist offen. Spiel sind wir drin, so kann losgehen. Kann losgehen, Kinder, kann losgehen. Sting! Morgen, Franziska! So, da sind wir. Oh, ich höre schon wieder cool. Genug die hin. Okay, wir sind krank. Wir haben nicht recht viel zum Dringen. Okay. So, was haben wir? Ich höre draußen auf alle Fälle jede Menge Zombies. Das heißt, wir sind nicht allein. Wir haben jede Menge zum Essen. Das ist aber... Scheiße, die Husterei verrottet uns halt auch auf 5 Kilometer. Wie viele Schuss haben wir noch? Mein Gott, wir haben noch 2 Schuss in der Knarre drin! Wie schaut denn das Ding aus? Wie tut man gleich wieder Luft halten? Ah, Steuerung. Das werde ich sowieso nicht merken, wenn es heute vorne... Die scheiß Husterei, Kruzifix. Ja gut, schleichen wir uns aus. Ich weiß auch nicht, wir brauchen mal ein Jackerl. Da geht's schon wieder zu. Und verschwommen und nicht gut. Da hinten läuft der Spieler. 100%ig, da haben Zombies gerade umeinander gesteuert. Ob wir da mal einen Schuss auslassen sollen, ich weiß es ja mal nicht. Schauen wir mal. Da hinten beim Scheißheißel. Oh, ja, hast du gesehen? Ich hab ihn gesehen. Der Zombie, ist der Zombie triggert? Ja, da ist der Spieler. Was sieht jetzt noch? Das wird der Gnadenschuss! Oh Gott, ich sehe überhaupt nichts. Da hinten ist er. Ja, auf die Entfernung, da brauchen wir uns auch nicht verraten. Ja, gehen wir. Du, einen Vorschlag haben wir raus. Vielleicht müssen wir mir einmal kämpfen, ich weiß nicht. Ja, verdammt. Okay, also gut. Schön die Kniescheibe. Vielleicht sollten wir mal... Wir brauchen was zum Dringen, brauchen wir halt auch, gell? Und irgendwie Orten, wo wir sind, ich weiß... Was laufen wir? Schwierig, Digi, schwierig. Gehen wir da in dieses Haus gleich. Gleich ins nächste Haus rein, gar nicht lange umeinander zügeln. Gleich gar nicht lange umeinander tüdeln. Ist das einigermaßen weg von dem anderen Typen da hinten? Ja, der hat andere Probleme, der wird von einem Zombie verfolgt. Weg jetzt da. Du musst was saufen, das ist mir schon klar, ich hab nix! So, das ist mir wurscht, die anderen haben auch nix. Da draußen grunzt schon wieder Zombie-Sepp umeinander. Ja, wir brauchen mal ein Gewand. Oh, Gummistiefeln. Haben die gut? Haben das die Guten? Nein, die haben demoliert, die haben nicht die Guten. Wir müssen mal aus der Stadt auch... Oh Gott, wir müssen mal was essen. Gib mir mal Rindersteak. Gib Steak, das gibt ein bisschen Flüssigkeit, hat's geheißen. Der Juxi schreibt, Hammerpfeil, Zombiekopf. Ja, ich hab die schon verstanden. Tu dich nicht oben. So, nicht so viel essen. Strichel gehen nach oben und wir nehmen nichts in die Hand, nur wenn wir müssen. Und gehen wir ganz normal. Nicht sprintend, nix. Wo gehen wir raus? Da gehen wir raus. Doch, wir nehmen schon was in die Hand. Ich glaube, dass das wurscht ist. Aus der technisch. Ja, rotz so lang umeinander. Wir gehen da durch. Ist der triggert? Nein. Hey, wie ist denn, ganz kurz einmal, ich habe heute zum ersten Mal seit Ewigkeiten einen Encoder von, das ist jetzt zu technisch, ich kenne mich auch nicht hundertprozentig aus, damit habe ich so wurscht, einen Encoder von meinem Streaming-Programm geändert, der läuft jetzt nicht mehr auf CPU, sondern auf NVENC. Wie ist das Bild? Ist das Beutel irgendwie besser oder zumindest gleich hoffentlich? Oder schlechter? Oder ist flüssiger? Ist weniger flüssig? Wir werden mal sehen. Ich hoffe, dass es jetzt nicht wieder Nacht wird, weil sonst kriege ich... Ja! Kapuzenpullover! Her mit dem Schund! Wenigstens einmal Epsi. Das ist ja schon einmal Epsi. Detailreicher ist besser. Dann macht das doch was auf. Was haben wir denn da? Was ist denn da jetzt? Oh, lecker, mobile Map! Die können wir nicht brauchen, wir haben unsere eigene Map. Wir müssen irgendwie...
Wir müssen mal schauen, dass wir da ein bisschen wegkommen. Ich mag nicht in der Großstadt umeinander gimpen. Da ist sowieso alles leer gelootet, nehme ich schwer an. Schauen wir mal, ob wir irgendwelche spezifischen Häuserl und so weiter finden. Waren wir da nicht auch schon mal herin und haben wir? Nein, waren wir nicht. Was liegt am Scheißhaus? Ein Bagel Nägel! Weiß ich nicht! Nimm mal mit. Wurscht. Das ist ja mehr wurscht. Das ist ja mehr wurscht. Dann wir gehen jetzt mal da oben, da haben auch genug Gebäude. Und vor allem so ein Bauernhofhäusl, das kann man mal auf der Map suchen. Lassen wir mal, da unten ist noch ein Schupfer, da gehen wir noch rein. Du schaust nur besser aus als sonst. Earthwalker. Oh, das geht ab wie Butter. Ihr schaut's auch gut. Der Chat schaut halt auch besonders stabil aus. Ne? Besonders stabil. Jawohl, eine LKW-Batterie. Die können wir leider wieder fressen. Ja, saufen kann man es schon, aber die saufen wir nicht lang. 5 Nasenmann! Erste wieder Donation. Ich hab die schon gesehen. Ich lese vor. Ich verweise noch gern auf Foxside Trivia. Die muss noch sein, sonst hätt's mir einen Kubala selber auf die. Verdammt, Fox, wir sollten nie die jetzt finden. Da sitzen wir in Stein rein, währenddessen stirb ich wahrscheinlich. Dabei essen wir was. Pass auf. Das gondelt wir uns rein. Gondelt dir das Essen rein. Oh, wie schwul. Moment, jetzt pass auf. Fox, mein Gott, ich finde die heute nie wieder. Da, Trivia-Zeit, Foxy, das erste Mal, dass in modernen Medien das Konzept von Zombies, die Gehirne fressen, aufkam, war im Film The Return of the Living Dead von 1985. Und jetzt ab mit dir Bronquellen. Das stimmt. Das habe ich sogar gewusst. War das nicht der, wer war denn der Regisseur, der es im Prinzip erfunden hat? War das der Robert Rodriguez, kann das sein? Weiß nicht, weiß ich jetzt gerade nicht, leider Gottes, ich weiß auch nicht alles. So. Kinder, wir brauchen was zum Trinken. Das muss in der Stadt muss ja irgendwo. Wo wäre man mir da sein, Mann? Ich hab keinen Dunst. Mach die Bude auf. Anständige Hosen war auch nicht schlecht. Was haben wir da? Baklava! Jawohl! Eine ins Gesicht. Was haben wir da? Frühstücksflocken. Nehmen wir mit. Komm mal brauen. Was haben wir da? Ja, Schrotflinten-Slugs können wir auch noch brauchen, falls wir doch noch spontan Schrotflinten finden. Foxy, ehrliche Meinung, das Bild einer Cam ist schlechter, die Bitrate wie immer Müll bei Daisy, aber die Framerate ist konstante. Okay. Es ist schlecht. Ich werde mir das ich werde mir das VOD anschauen und dann werde ich das beurteilen. Bin ich gespannt. As always, bitte nicht Stream snipen, es lohnt sich nicht für 5 Minuten Fame und Birger zu halten. Ihr sorgt nur dafür, dass die Session vielleicht schneller endet, als ihr euch es wünscht. Das trifft's auf den Punkt. Man kann halt nie sagen, ob Stream-Sniper sind. Oh, scheiße, Doma. Arbeitswag, da steht Doma schon wieder mitten im Feld drin. Wir müssen uns jetzt einmal fresh looten, Kinder. Wir müssen uns fresh looten. Ist da was drin? Ja, zumindest sind die Türen zu. Das ist normal ein gutes Zeichen. Na, schauen wir, ob wir an der Oma vorbeikommen. Ich hoffe schon. Mich wundert, dass das Husten Zombies noch nicht anzieht. Ist das rote links unten als der Link der Servername gewesen? Nein, das ist Bug-Reporting für allgemein für Daisy. Das ist ja nach 14 Jahren immer noch in der Alpha, wenn man so will. Okay, mein die Bude auf. Ja, sonst nicht recht viele Zombies, vielleicht. Cowboy-Hut! Noch ein Cowboy-Hut! Und mehr Schrotflinten-Slugs. Gehen wir braun. Da werde ich dann unsere Waffenexperten wieder fragen, was zur Hölle das für Dinger sind. Ist die große Kugel, ist ein Schrotmoon, eine Sichel, oh, die ist blutig. Nicht gut. Das ist ein deutlicher Hinweis, dass wir mir da nicht lohnen. Aber wir haben ja schon jemanden gesehen. Was haben wir da? Klebeband. Ja, Klebeband, Leute. Klebeband, richte mal den Schulbock. Richte mal den Schulbock, Bruder. Bruder, richte mal den Schulbock. Die scheiß Husterei, Kruzifix. Twitch ist wie immer als Beutel besser, aber hängt hinten dran. Das ist aber auch schon immer so. Dafür ist es VOD auf YouTube besser. Und allgemein ist YouTube. Okay, bye! Brudi muss groß! Der hat nicht auf mich geschossen. So, jetzt kann ich Zombies triggern. Einfach nur weg hier. Einfach nur weg. Einfach nur weg. Alter, das war ja 5 Meter neben mir. Ja, da müssen wir weg. Was schau jetzt da lang neu? Hau ab!
Ab! Oh nein, oh Scheiße. Vorschlag aber für ihr Face, Oma! So nicht! Hast du was dabei? Nein, natürlich nicht. Wir müssen noch mal was essen. Verdammt! Dann müssen wir uns ein Steak einfressen. Es gibt leider keine Feuchtigkeit. Und gesund sollten wir auch mal werden. Wir verlieren so viel Feuchten. Was hier und jetzt Scheiße, die gereicherten Steaks machen uns nicht mehr. Die geben uns keine Flüssigkeit. Das heißt, irgendwas müssen wir uns jetzt einfallen lassen, sonst verreckt man. Wenn die Krankheit nicht los wirst, verreckst. Ja, ist mir schon klar, aber die Frage ist, wie soll man das loswerden? Oh, Schulranzen, helft mir den Scheißdreck, ich brauch was zum... Oh. Und dann können wir natürlich nochmal die Kuh da schießen und nochmal das Brutzeln anfangen und so einen Mist, aber... Fuck. Ja, da kann ich nicht brauchen. Müssen wir eine Straße entlang laufen und beten, dass wir schnell genug in einer anderen... Da bleibe ich nicht, Alter. Da war irgendjemand mit einer scheiß Uzi! Mit einer Uzi, Alter! Aber was ist mit ihm? Ja, Zombie mit Absicht getriggert, der soll ruhig kommen. Passt schon. Schlungen wir und looten wir. Da ist der mit sich. Vielleicht hast du was zum Trinken dabei. Natürlich nicht, weil totaler Kass. Was haben wir da? Kapuzenpullover. Ist da irgendwo was drin? Nein, was ist das? Baklava. Brauchen wir nicht. Ich verliere meine Feuchten. That's what she said. Da hinten ist so ein Turm. Da können wir schauen, dass wir hinkommen, aber das... Oh, ich habe schlechte Nachrichten. Der Timmy schreit, das ist bei ihm schlechter als sonst. Okay. Das ist interessant. Das ist wirklich interessant. Ich laufe jetzt da einmal so drauf zu und dann schalte ich ganz schnell auf YouTube. Nein, kann ich nicht. Hab ich nicht da. Dauert's lang. Der Stream ist mittlerweile... Was ist denn da hinten? Schaut sich auch nicht aus, als das... Oh, da steht Kuh. Da steht die Kuh. Ich meine, YouTube hat ja allgemein Daisy, sagen wir so, auch auf Twitch, hat so ein bisschen das Problem, das wir jetzt mal kurz ansprechen, wenn da so viel gleiche Farben und so viel Wuselerei auf dem Bildschirm ist, dann tut sich der Renderer halt einfach schwer, das Beutel sauber darzustellen, weil alles so gleich ausschaut. Da kann ich euch jetzt nicht erklären, wie sich eine wie nennt man es, Komprimierungsverfahren in Bildern funktionieren, aber das möchte keiner hören, das interessiert keine Sau. Aber it is what it is. Eine Milch von der Kuh vielleicht gibt's leider nicht. Rennt an! Milchmelken, kann man Milchmelken? Ja, es ist jetzt die ernste Frage. Kann man das? Wenn es auf Livonia kein Obst gibt, gibt's dann wenigstens Schwammerl. Das weiß ich nicht. Die wachsen bei den Hai-Dinger da, oder? Und bei den Haihaufen. Weiß ich nicht. Rendern statt gendern. Renderne, schneidene, hochladene. Ja, super, jetzt haben wir in irgendeinem Kohlekraftwerk oder wo? Da sind auch schon wieder Zombies unten. Doch auch schon wieder irgendjemand da. Was haben wir da? Kruzifix, lauter Schulranzen, weiß ich nicht. Ist Livonia Studentenstadt oder was ist los mit denen? Schauen wir mal. Ich meine, der steht da bloß hinten. Was zur Hölle war denn das? War das wieder cool? Weiß ich nicht. Was ist das? Ja gut, gehen wir trotzdem mal durch. Wer weiß, was wir finden? Keine Ahnung. Und ich mag jetzt die Zeit nicht verscheißen zum Dingsen, wo wir sind. Aber das werden wir da müssen, weil sonst laufe ich in irgendeiner... Oh, was ist da? Tannennetz. Ja, super. Das kann ich auch nicht fressen! So, jetzt passen wir auf. Die komische Dings da, jetzt pass auf. Map! Da sind wir. Pass mir auf. Ist das... Kann's das sein? Kann's direkt das da herum sein? Laufen wir Richtung Norden. Ist das möglich? Oder müssen wir an dem Fluss vorbeikommen sein? Das gibt's ja nicht. Das ist nicht Billy Lava. Wir waren letztes Mal haben wir in dieser Stadt gespawnt und die haben wir nicht verlassen. Das weiß ich deswegen, weil ich da eine kleine Map in-game gefunden habe, die uns einen roten Punkt gemacht hat. Ist es der Teil da herum? Was ist denn das da? Farm. Da müssen Farmhäuser kommen, hinten aus. Das ist es aber nicht. Der Turm. Nein, das ist auch nicht.
Wo zur verfickten Hölle sind wir, Mann? Noher. Da oben. Ah, das da vielleicht. Die Holzding da. Ist das da? Da sind wir. Ja, tatsächlich. Wir haben es nach Norden verlassen. Das heißt, jetzt beißen wir Obacht, in Richtung des fette Waldeck. Da haben Jagerhütten und Boote. Oder wir gehen nach Bilava. Ich weiß auch nicht! Wir müssen nach Bilava! Map! Wir müssen mal weiter, weil sonst verreckt man. Ich sag das, was ist, sonst verreckt man. Vielleicht ein, zwei Zombies da schlagen auf dem Weg, vielleicht haben wir Glück und wir haben was zum Saufen dabei, keine Ahnung. Da hinten kommen noch einige. Aber da spawnt. Da spawnt halt auch nur Industrial Loot. Das bedeutet halt Werkzeug und so ein Scheißschrott. Und keiner auch braucht. Da, ein Brett! Da liegt ein Brett! Und ein Feuerfass. Was ist das? Elektronik-Reparaturset. Brei nicht! Ein Sog! Brei auch nicht! Schlüssel! Brei auch nicht! Da wollte jemand sein. It's a pan. Give me the pan. Give me the pan. Take a steak. Take a steak. Give me the pan. Wir haben ein Lager gefunden, Kinder. Vielleicht ist was drin. Nägel, Tannetz, Benzin. Benzin kann ich schon auch saufen. Also, das meine ich ernst. Man kann Benzin, glaube ich, wirklich saufen. Ob das dann... unbekannte Dinge... nein, das nehmen wir nicht. Hau mal ab. Hau mal ab, was ist da drin? Ist da was drin? Demoliert, makellos. Bruder. Ja, das hilft uns also, das kann ich alles nicht essen. Ich kann's nicht essen. Was ist das? Jutestreifen. Hab keine Jutestreifen. Was die haben wir jetzt da? Jetzt muss ich kurz überlegen. Das Visier nicht mehr mit, die Knarre nicht mehr mit. Was braucht die für einen Mund? 30x50er. Was haben wir für einen Mund? Nein, mal 19 mm. Was ist da? 45 ACP. Das hilft mir alles ein Scheißdreck! Das hilft mir alles einen puren Scheißdreck, weil leider Gottes kann man Waffen nicht fressen. Da ist noch eine Kiste. Eine Hacke. Das ist beschädigt. Was ist bei uns? Demoliert oder beschädigt? Was ist denn da besser? Das ist so leicht... Ja, das nehmen wir mit. Das können wir brauchen. Ja, das gute Zeug haben sie nicht rausgeklaut. Das ist ja klar. Das ist ja ganz klar. Da ich nicht ansprechen, ich meine, ich habe auch noch die guten Sachen gesucht. Das ist ja klar. Da ist auch noch ein Tier. Da schauen wir natürlich rein. Was haben wir da? Anzugjacke für Frauen. Demoliert. Makellos. Da behalten wir uns lieber den Pulli, den wir haben. Das sagt der I, was ist. Was haben wir da drin? Scheißeisel, da kann man auch raussaufen. Kann man da raussaufen? Ich weiß nicht. Ich glaube, wir haben alles durchsehen. Da ist, wie gesagt, da war jetzt schon geiles Zeug drin, aber das hilft uns nicht weiter. Wir müssen uns bewegen. Wir laufen jetzt der Straße, die da... Zombie-Sepp, nie so nicht. Wir laufen der Straße jetzt weiter in die nächste Stadt, weil es nicht hilft und betten wir, dass da keiner ist. Und da orientieren wir uns. Nein, war die Straße überhaupt da herum? Ja, tatsächlich. Wir können wieder aussehen. Kann ich den Zaun drüber springen? Nein, kann man natürlich nicht. Stahl dran, Zaunbirger, du Depp! Trink was fix! Ja, ich hab nix! Zum Trinken, Kinder! Oh nein, da steht ein Zombie-Sepp. Die hat jetzt was dabei. Kann man aus dem Fluss trinken? Ah, scheiße, das Hacki muss ich... Nimm mal das Hacki! Die hat Taschenlampen! Halt doch dein Futzen, du Mongo! Das können wir nicht brauchen! Das vielleicht schon! Verdammt! We're gonna die! Ich bin schon krank. Das heißt, müssen wir eigentlich zurück aus... Jetzt warte mal. Kurz, Map. Wir haben da wieder zurück aus von da, wo wir gekommen haben. Dann müsste der Fluss kommen, wenn wir die Straße weiterlaufen. Er muss kommen! Schafft man es noch bis dahin? Ich weiß es nicht. Bruder, ich weiß es nicht. Wir verlieren langsam schon... Kein Map! Oh! Da ist Map!
Wir haben halt da, wir laufen jetzt wieder südlich, bis wir zum Fluss kommen, der Straße entlang. Ich hoffe, das ist die richtige Richtung und wir kommen nicht von der anderen, weiß ich nicht. Dann vielleicht was essen. Ich hab nichts anderes mehr zum Essen, außer die gereicherten... Oder vielleicht können wir das Fett essen, warte mal. Ja! Das Fett! Das Fett hat uns Flüssigkeit gegeben! Das werden wir zwar wieder auskotzen, aber das ist mir wurscht. So, Gas. Bewegung. Fett regelt! Oh Gott, wir laufen mit unserem Untergang. Wir laufen mit unserem Untergang. Wir laufen mit dem... Was sagt... Was sagt der Russe in der Kreissack? Wenn ein Kreissack einspringt mit einem Grinsen. Niet! Blöd! Da unten geht's jetzt. Bewegen wir uns ein bisschen links. Komm mal da. Hey Birgit, du bist in Pilavia-Ski gespawnt. Ich hab grad geschaut, das ist unmöglich. Wir waren mal letztes Mal in der anderen Stadt. Das hat uns auf der Map das angezeigt. Dass wir nicht in Pilavia sind, sondern eins drunter. Ich laufe jetzt trotzdem in die Richtung. Das wird schon die große Stadt sein, was schießen. Ich weiß es eben auch nicht. Nochmal Fett essen. Fett essen. Tu es. 3/4. Ja. Es bringt uns schon über drunten, tun sie sich nicht hinunter. Bürger sprinten, nix sprinten. Müssen wir es nur zum Fluss schaffen und dann saufen wir uns so richtig geil voll. Da saufen wir so richtig geil rein in unser dämliches Hurenmaul. Da vorne warten ein Ortsschädel, da kann man schauen, wo wir sind. Und genau das werden wir jetzt auch tun, weil es nicht hilft. Also, mal wacht. Scheiß Husterei. Der René hat was trinken an deiner Stelle. So, den Zombie, das schlungen wir. Schau nicht so. Ja, ich hab das schon gelöst. Geh her. Sehr schön. Da hat natürlich nichts dabei, das ist eh klar. So, jetzt pass auf. 1 Kilometer Pilaber! Das ist die falsche Richtung, Birger! Du musst da lang! Verdammt! Verdammt! Fett! Fett wo? Nennen wir Fett eine Zwiebeln. So, mit der wir nicht sprinten. Sprinten macht uns noch schneller kaputt. Am Fluss kannst du aber Bakterien bekommen, das ist mir schon klar. Schau mal da nach rechts unten, ich bin schon krank. Kranker kann ich nicht mehr werden. Aber lieber krank als tot. Ja. Da ist die komische Kugel. Jetzt, Moment einmal. Wir müssen da ist doch die Kugel. Wir müssen doch in Richtung der Kugel. Wo laufen ich hin? Wo zur Hölle laufe ich hin? Wir waren jetzt da daher vorne an der Kreuzung da. 100%, von da kommen wir gerade. Jetzt müssen auf der rechten Seite von uns das Industriegebiet kommen. Hä? Jetzt kenne ich mich überhaupt nicht mehr aus. Ich kenne mich nicht mehr aus. Ich bin los. Ich bin kurz vor dem Tod. Das ist egal, das ist eine andere Kugel. Leck mich, das ist eine andere Kugel. Geht zu den Jägerhütten zum See. Das kann man eigentlich auch schaffen. Das ist kürzer wie zum Ding und vielleicht geht es da nicht so zu. Dann müssen wir da entlang bis Gleis kommen und dann am Gleis entlang. Genau. Das ist eine gute Idee. Das ist eine richtig gute Idee. Können das richtig gut. Oh Gott, wir sterben. Freunde der Sonne, wir werden sterben. Auf gut Glück muss ich grob nach links. Davon geht die Abzweigung nach links. Da muss ich da entlang und irgendwo da müssen die Jägerhütten kommen. Was ist da hinten? Sprinten, kein Unterschied. Beim Sprinten verliere ich einfach nur schneller Essen und Trinken. Wenn's nur Fett, ich hab kein Fett mehr. Ich hab nichts mehr. Das zeigt der Hobby noch. Das fressen wir uns jetzt ein, aber das bringt uns keine Flüssigkeit. So, das müsste die Abzweigung sein. Das heißt, lass mich kurz schauen, das müsste die Abzweigung sein, sofort umdrehen und straight, ja, sofort straight da entlang. Wir sprinten einfach, weil wir es kennen, weil es eh wurscht ist. Weiß eh nicht, das hilft. Ich mag nicht sterben. Wir haben noch nie eines natürlichen Todes gestorben. Dann ist die IC-Staffel ist verflucht. Die ist verflucht, Leute. Da ist die Stromleitung. Da müsste jetzt irgendwann der Gleis durchgehen, aber das, glaube ich,
Da ist eine Kuh unten, die hilft uns auch nicht. Kann man das Nackerte Fett fressen? Ich weiß nicht. Da müssen irgendwo die Jägerhütten drin kommen. Fangt da irgendwann der fette Wald an. Wo ist die Map? Da ist die Map. Ja, wir müssen jetzt da auf der Straße sein. Und eigentlich müssen wir entlang bis der Wald anfangen und am Wald dann 45 Grad nach links. Sprinten! Mach die Map weg! Map! Schnell! Oh, schau hier, unser Leben ist kurz wieder in den Tee gegangen, weil wir was gegessen haben, glaube ich. Haben wir da einen Zombie? Ja! Verdammte Scheiße, da haben wir Militärzombies. Was ist das für Kack? Jeanshosen. Scheiß Nägel braucht man nicht. Und die haben alle nichts dabei. Was soll ich mit dem Scheiß? Notfackel! Müsst ihr nichts essen, oder was? Da nicht so oft hauen! Voll zusammen jetzt! Die haben nur Munition dabei. Leck mir doch am Arsch! Jetzt können wir erst einmal noch schauen. Der Spawn muss verzeichnet sein. Dieser Autospawn muss verzeichnet sein. Das gibt's nicht. Achtung! Nochmal schnell was essen. Ein bisschen was reinfuhren. Viertelt. Jetzt ist es gleich vorbei. Da ist überhaupt nichts vorbei. Jetzt sind sie um die Stadt da. Nix ist da vorbei. Jetzt pass auf, Map. Ja, das muss das Ding da sein, oder? Police Station. Ja, das ist kein Police Station. Ja. Und da geht der Feldweg einer. Weiter geht's. 45 Grad Winkel, runter zu den Jägerhütten. 45 Grad Winkel, ab hier, da, straight in den Wald hinein. Rennen, Bitch. Oh, was? Da liegt ein Gewehr. Wo ist ein Gewehr? Das kann ich ja reinfressen. Am Auto da. Da muss ich noch mal schauen. Wenn da ein Gewehr liegt, muss ich noch mal schnell schauen. Wo am Auto doch. Hab ich nicht gesehen. Da, oh, das liegt einfach da am Boden. Was ist das? Pionier. 45er Moon. Ist das 45er mal 39? 45 mal 39? 45, 56er Moon. Was brauchen wir? Zum 2. Verdammt, ja, ich kann es nicht brauchen. Nimm. Und ich hab's gesagt, am Autodach liegt der Gewehr. Und was für ein Autodach liegt da ein Gewehr? Das Visier drauf, sie fix. Ja, gut, das macht Sinn, das hilft mir aber auch nicht weiter. Ich habe andere Probleme, Kinder! Ich habe ja andere Probleme. Natürlich vergiss, dass man in die Autos auch einschauen kann. Natürlich. Ehrlich, aber das kann ich alles nicht essen. Nein, ich kann das nicht essen. Renn, du Hirsch! Ja, looten und bluten, Kinder. Ihr wisst, wie das läuft. So, jetzt tust du mal das Ding hier. Und dann mal das. Nein, das wollte ich nicht. Ich wollte das Gewehr. Gib mir das Gewehr. Das passt nicht auf fürs Visier! Grüezi fix! Egal! Lauf! Nimm nix in die Hand. 45 Grad Winkel. Bitte los jetzt da die Jägerhütten kennen, weil sonst krieg ich einen Vogel. Krieg einen Vogel. Einen Vogel krieg ich! Was ist jetzt da vorne wieder für ein Feldweg? Geht da noch mehr Feldweg einer? Muss ich schnell auf die Map schauen? Geht da noch mehr Feldweg einer später? Nein, eben nicht. Doch! Zweiter Feldweg, da müsste da eine Stromleitung durchgehen. Kann das sein? Weiß nicht, ich weiß nicht! Das sind auf alle Fälle Gleise. Und Zombies. Das ist wieder schlecht. Oh, Handjägerhütten, wir haben es gefunden. Schon mal Epsi, dass du mir ein Steak her. Und jetzt springt man nicht mehr, weil das Essen so schnell nach unten geht. Das sagt man ja, dass da 3 Pfeile nach unten zeigen. Das ist nicht gut. So. Wasser. Grab ein Loch, wenn du kannst. Das geht leider nicht. Ich weiß, dass das in echt geht. Ja, aber das geht nicht da, geht's nicht. Wenn da schon wieder Zombies sind, das heißt für mich ja gut, die könnten an mir gespawnt haben. Könnten wir gewesen sein. Aber Jägerhütten sind nicht allgemein wahrscheinlich recht beliebt. Wo ist der René? René, sag mal, wo ich hin muss. Oh, ne. Alle Türen offen. Schauen wir erst einmal in die Autotür hinein. Da liegt halt noch ein Revolver drin. Und was...
Ich kann ihn nicht mehr nehmen. Egal, drauf geschissen, da ist Munition drin wahrscheinlich. Gib mal Revolver. Gib Revolver. Der liegt wahrscheinlich auch bloß noch drin, weil er keiner looten kann. Na, Andi, merci dir. Andi, gleich. Ich lese dann schon. Ich brauche jetzt noch ein bisschen. Anzughosen, die hilft mir einen Scheißdreck. Oder? Hilft mir die was? Was haben wir für Hosen? Jeanshose. Abgenutzt. Anzughose. Makellos. Ja, ist mir jetzt wurscht. Ehrlich gesagt, die kann ich nicht fressen. Kann ich nicht fressen. Jetzt gehen wir mal da um. Vielleicht liegt da was. Andi, merci dir. My Steak, Bitch, Medium. Das kriegst du. Wenn ich eins finde, kriegst du das Medium. Oh, ich glaube, dass wir vorher ins Grasal beißen. Im Mund in das Grasal beißen. Fleisch weg, dann geht's. Was Fleisch weg, dann geht's. Ach so, weil ich das in der Hinterhälfte hab. Im Ernst? Tatsächlich. Haben wir da Munition drin? Da haben 4 Schuss drin. Tatsächlich. Kann man die auslassen? Wahrscheinlich nicht. Egal, ich nehme jetzt trotzdem einfach den Revolver dabei. Der wiegt nicht fein. Schauen wir mal, ob da was erinnert. Jagerhosen! Abgenutzt, die ist besser wie unsere. 1, 2, 3, 4, die nehmen wir. Das ist die gute, heißt's. Was liegt da sonst noch drin? Was haben wir da? Lagerfeuer, 3 Beine. Hälften sind Scheißdreck. Brauch ich nicht. Brauch ich nicht. Tun wir den Revolver da hier. Anzughose. Brauche ich nicht. Was ist da? Erdnuss! Was ist das? Zagorki Erdnuss! Zagorki Erdnuss! Save my life! Save my life! Leute, was ist denn jetzt wieder kaputt? Herr Kreuz, Andi, bitte. Hab ich nicht Bier, tut mir leid für die Verspätung, um Gottes Willen, wie kannst du nur? Hab nur Vorstandssitzung gehabt. Auf einen geilen Stream und Grüß Österreich, der ist und Alter, merci dir, das ist zu viel und du weißt es. Und du weißt es, jeder weiß es, genauso wie vom Andi und genauso wie vom Rest. Jeder Euro ist 2 für den fetten Trottel im Internet. Ich sag das, was es ist. Da, der scheiß Erdnuss, scheiß von Zagorski, irgendwo hat uns einen Scheißtrick gebracht. Ich sag das, was es ist. Da ist auch nichts herin. Da ist nichts herin. Ist das ein Jagerzombie oder was ist mit dem? Hat der, weiß ich nicht, hast du ein Stück Saftal dabei vielleicht? Ich weiß es nicht, schon wieder Jagerhosen. Da gibt es im ganzen Jager, in der Jagerbude gibt es nur Jagerhosen. Ja, da gehst du her, das ist gut. Ja. Jetzt bliert man auch noch! Grütze Neufeuer! Und ich hab, wir müssen vorsichtig sein, wir haben nicht mehr viele Verbände. Kinder, wir haben Jetzt geh endlich zum Weiher oder zum Fluss, ich kann nicht mehr zuschauen. Ja, meine Krise, man muss ein bisschen die Spannung aufrechterhalten, oder nicht? Was darfst du jetzt so du sagen? Wenn wir den Verband daher, können wir uns noch einmal prügeln lassen. Ja, können wir easy. Wenn wir das restliche Steak essen, damit wir ein bisschen mehr Platz haben. Billett! Ja gut. Dann gibst du mir das Hacke und dann schlagen wir den nächsten. Hey Opa! Du Mann, du hast dein T-Shirt vergessen! Kruzifix! Opa war wieder stärker bei den anderen. Kruzifix. Was ist mit ihm da? Hat der was dabei gehabt? Natürlich nicht. Das haben wir wahrscheinlich schon mal geschaut, aber... Ist da was? Da ist was! Was ist das? Ja, Streichhölzel, super Geschichte. Super gute Geschichte, die scheiß Jagerhütten, Alter, Kruzifix. Da unten ist der Weiher. Ich hab ihn schon entdeckt. Gibt's da auf die Scheißeise auch was? Ist da was drin? Was ist denn das überhaupt? Sind das überhaupt Scheißeise? Ich weiß es nicht. So, gehen wir an den Fluss, Kinder, an den Fluss und was rein. Mach da rein. Da werden wir uns jetzt mal ordentlich einen reingurgeln. Was ist denn das? Hockeymasken. Na, Baklava, besser für uns. Balaklava, nicht Baklava. Ich bin ein totaler... Ist Baklava nicht was zum Essen? Birgerud, Superheld. Was haben wir da? Gibt's da was am Steg? Trink was. Na, wie kann ich nicht einfach so trinken? Ich weiß nicht. Trink! Gib mir Trink! Ja! Sauf ein, dein Deppenschell! Wer ist krank von dem Wasser? Nein, ich hab's schon gelesen, dass ich krank bin. Aber wenn's mal der Herr Backseat Gamer von Welt einmal seine Augen aufmacht, der sagt, dass ich schon krank bin. Also egal. Wasser abkochen. Mit was denn? In meine Hintern oder was? Panzer auf der Lake. Show me your wisdom. Ah ja.
So, jetzt haben wir mal ordentlich eingegondelt. Jetzt gehen wir die anderen Häuser, die wo noch da sind, einmal ab. Da schlagen wir mal die anderen Zombies an. Schau mal, an die Boote spawnt gern so ein nass Packsack. Glaube ich, mich zu erinnern. Schauen wir mal. Na, Shipron 3 incoming! Besser krank wie tot. Schau, Steffi hat recht, Steffi hat Ahnung. Sei wird Steffi. So. Haben wir an der Mülltonne irgendwas? Nein, haben wir nicht. Wahrscheinlich haben wir jetzt halt wieder ein bisschen kränker als zuvor. Das kann natürlich schon sein. Das ist mir aber auch wurscht. Hauptsache wir haben was gossen. Ein wenig was gossen. Was haben wir? Oh, ist das ein Waffenreparaturkit? Hä? Wieso kann ich das nicht mehr? Wieso kann ich das nicht nehmen? Was ist denn da wieder los? Keine Ahnung. Bro. Oh ja, wasserdichter Rucksack. Sehr gut. Sehr gut, den taschen wir gleich. Der ist zwar feuerrot, das passt mir gar nicht. Aber ist ja wurscht. Nehmen wir mit, die wir stacken, nehmen wir mit. Knarre, da einer. Jetzt hat vorher gerade irgendjemand geschrieben, ich hab die schon gesehen, zweimal auf R ist Munition auslassen. Super, jetzt liegt's am Boden. Jetzt liegt's jetzt. Na, da ist. Ja, super. Dann Revolver, den stecken wir rein, da gefreut sich ein paar noch drüber, wunderschön. Zack, machen wir da Nummer 3. Machen wir Nummer 3 und dann laden wir mal nach. Auf R umbleiben. 3, 4, 1, 2, 3, 4. Ja gut. Dann haben wir zumindest einmal einen fetten Revolver, der macht mit Sicherheit ein wenig einen Schaden. Streichhölzer in den Rucksack. Das ist eine gute Idee, werden sie nicht nass. Das haben wir da oben, genauso wie Munition. Die braucht auch nicht nass werden, das ist ja total kalt. Die haben wir mal alles da oben. So, gut. Schauen wir einigermaßen stabil aus, sehr schön. Jetzt schauen wir mal, ob wir da noch was brauchbares finden. Jutebeutel. Sag ich dir, was das ist? Kombinieren. Jute-Streifen. Verbände, Kinder. Verbände! Mojo! Jetzt kämen sie auch noch daher. Was ist denn heute? Versammlung der geidigen Grippeteifen. Mojo! Hallo dritt! Schau mal den Donus durch, Bürger der Frau wie nie. Hätten da schon mal was da lassen. PBA, das dürfst du überlesen haben vor circa 15 Minuten. Bruder, für euch 2 Jahre. Für euch 2 Jahre, aber ich brauche da mal eine Suche da drin. Vor circa 15 Minuten. Da ist der Sonntag Ruhetag, würde ich sagen. Merci wieder ein Resub. Herr Lutz, merci wieder ein Zwickel. Flying Fox, merci wieder ein Ding. Frau Mojo! Man kommt in den Stream und Bier gesagt, ich verliere meine Feichten. Wir sterben, liebe Christen. Merci dir. Merci euch! Ich weiß gar nicht, ob sie. Haben das Jutebeutel dreckig und faserig an den Seiten, aber gut zur Tarnung. Ja, dann habe ich mich verdammt, aus dem kann man keinen Verband bauen. Ich habe mich verklickt, Entschuldigung. Passiert die Besten. Unser Dringer geht auf. Registriert das wenigstens einmal irgendjemand. Unser Feichten. Shipron ist wieder feuchter als vorher. Da geht wieder was. Da geht wieder was. Mojo, merci dir. Da! Großer Gaskanister, den nehme ich mit. Ja! Und dann ja! Ja! Campingkarre! Jawohl! Jetzt passen wir oben. Jetzt können wir da was zusammenschustern. Jetzt pass auf. Da wird, zack, bumm, dann haben wir gleich mal einen Grill. Jawohl! Und dann nehmen wir gleich mal das Pfannel noch drauf. Jawohl! Saus Kochgeschirr. Wie groß ist denn die? Bruder! Hat sich orientiert, dass wir da waren. Das heißt, wenn wir jetzt irgendwelche Viecher finden, dann kann man die straight braun. Kann man Ski braun. Und dann weiß ich nicht, was es ist. Aber wir machen jetzt Folgendes: da schlagen wir mit den Zombie noch. Ich weiß nicht, wie ist denn unser Gewand beieinander? Jagerhosen ist schon abgenutzt. Kapuzenpullover ist immer noch gut beieinander. Ist schon mal gut. Ist schon mal gut. Wir haben das Schlimmste, glaube ich, abgewendet. Oh, der hat einen Rucksack. Vielleicht ist was drin. Geh mir da. Meister, geh mir jetzt zu mir. Kim. One hit! Bitch! Oh, der hat noch einen besseren Rucksack. Der hat einfach noch einen besseren Rucksack. Schau dir das an. Der Messer da dabei. Ja! Wieso kann ich den nicht mehr? Der ist abgenutzt. Was soll der Scheiß? Der wasserdichten Rucksack, den legen wir da hin. Gib mir den. Jawohl, ja. Bruder. Jackpot. Jackpot. Jetzt ist aber der Wurscht, wenn wir den Scheiß hin. Chipotle! So, und jetzt gossen wir uns noch mal ein bisschen was ein. Und dann stellen wir uns in die Blechhütten und dann werden wir mal die Lage auschecken, wo wir uns hinbewegen. Damit wir brauchen Wasserflaschen. Schade, dass wir da jetzt keine, wie soll ich sagen, keine
Ja, kann sein, dass Fake-Flaschen halt gefunden haben oder Fernglasel war auch ganz geil. Um ehrlich zu sein. Aber gut, haben wir schon wieder da. Wir haben schon wieder da, geht schon wieder. Haben wir schon wieder auf die Füße. So, jetzt geißen wir uns einmal voll. Das ist voll. Dann gehen wir uns da rein. Eine Kuh haben wir ja auch schon gehört. Die kann man zur Not schießen. Weißt du, wie es ist? Einigermaßen Gitarren sind wir auch wieder. Wir haben keine recht auffälligen Gewänder an. Und jetzt stellen wir uns mal in die Blechhütten rein. Die machen wir, kann man die zumachen? Jawohl, die kann man zumachen. Sehr schön. Da stellen wir uns jetzt noch mal schnell her. Und dann bitte ich den Chat um ein lautes Caps Lock. Map! So, wo sind wir? Wir sind genau da. Spawnen 2 Boote. Was ist da noch? Und in der kleinen Hütten, das ist jetzt nicht beim Battle nicht die richtige, aber in den kleinen braunen Punkt, da stehen wir drin. Das heißt, der Steg zeigt nach Süden. Das heißt, südlich von uns ist diese Scheißdrecksstadt. Und ich weiß nicht, wie wir mir über den Fluss kommen sollen, ohne dass uns da irgendjemand sieht. Da ist ja schon umeinander geschossen worden, da haben wir hergekommen. Ich glaube, da sind wir hergekommen. Mittlerweile bin ich auch nicht mehr ganz sicher, ob wir da in Bilaba oder wir haben irgendwo da hin und her geguckt. Egal. Wir gehen jetzt nach Süden, bis die Straße kommt. Und gehen wir zwischen Straße und Gleise da oben und überqueren den Fluss an den Gleisen und nicht mitten da. Nach dem Fluss gehen wir nach rechts an der Stadt vorbei und looten wir da vielleicht so ein bisschen durch und verpissen uns sofort weiter nach Süden. Nach Zalesi. Das ist unser Ziel, Kinder. Zalesi ist unser Ziel und ich hoffe, wir überleben es. Ich hoffe, wir überleben es. Ein bisschen looten, ein bisschen hier und da, Zeug mitnehmen, was das eben ist. Kannst du in der Pfanne Wasser abkochen? Visier ist gleich Fernglas. Scheiße, stimmt. Ein guter Punkt. Guter Punkt, muss ich schnell schauen. Wie nimmt man das her? Durchsehen, halten. Tatsächlich. Leck, ist das schwammig. Alter, wie schwammig ist denn das Aim? Bist du bescheuert? Ja, gut. Aber gut. Es ist in unserer Schnellleiste drin, wunderschön. Es wird langsam mal finster, das ist die perfekte Gelegenheit. Die perfekte Gelegenheit. Jetzt saufen wir uns nochmal voll. Und dann laufen wir genau in diese Richtung da geradeaus, wo der... Oh, jetzt wird's Nacht, hä? Oh, jetzt wird's wieder stockfinster, Kinder. Das ist unsere Gelegenheit. Nein, nur im Topf kannst du Wasser kochen. Okay. Jetzt saufen wir nochmal was, muss ich Donation lesen, Hälfte. Uzi, servus Bier, Alter, Knatzfiller. Gibt's an am Samstag mal einen WoW-Stream? Da reden wir nach dem Stream drüber, warum es dieses Wochenende zum Beispiel keinen gegeben hat und warum ich mir jetzt nicht mehr ganz sicher bin, ob es nochmal einen geben wird, weil ich dermaßen reingesuchtet habe letzte Woche, dass es nicht mehr feierlich ist. Der Schwarz, jetzt wieder ein Drilling, servus Bier, kannst du meinen Bruder Matti grüßen, der ist auf den Geschmack gegangen haben. Hey Matti! Erwarte dir nicht zu viel. Da werden nur Leute beleidigt und es wird nur umeinander bläht, ich weiß es auch nicht. Schöner Grüß. So, Schluss jetzt mit Donaterei und Schluss mit Grüßerei. Wo zeigt der Ding hin? Da zeigt jetzt, muss ich noch mal kurz die Map aufmachen. Warum geht denn das auch immer weg? Mein scheiß Menü geht mir voll auf den Sack da. Wir sind da straight nach Süden, bis Gleise kommen. Straight nach Süden, bis die Gleise kommen. Ja, hast irgendwas passt. Oh, Map! So. Jetzt soll's! Mir ist wieder ein Reset! Bussi aufs Nussi. So. Wir bleiben ein bisschen am Map-Rand. Werden uns nicht helfen. Es ist stockfinster schwer. Ich hoffe, ihr seht was. Ich hoffe, Sie sehen was. Wir haben ja gut dabei. Schon unser Blut geht auf, unser Leben geht auf. Ein Stringer geht mit 3 Strich auf. Das ist ganz wichtig, vor allem bis wir zum Fluss kommen. Das ist unsere nächste Trinkmöglichkeit. Und da müssen wir irgendwo was finden, wo wir uns irgendeinen Wasserbehälter, wo wir rausgeißen können. Also früher oder später müssen wir auf dem Weg, ich laufe da auch lieber Open Field anstatt auf der Straße. Da haben sie vorher schon wieder, hat vorher 5 Meter neben mir mit der Uzi geballert. Ich weiß nicht, was mit dem schon wieder los ist. Was ist da unten? Das ist eine Straße, oder? Ist das eine Straße oder ist das der Fluss? Nein, das sind Gleise, das passt. Und an die Gleise wollen wir ja also ein bisschen entlang. Na, vielleicht ein bisschen weiter rechts. Volle Gas, lieber Gas. Wie schnell war schöner. Aber auch nur kurz. Da wegen oben. Also ich möchte auf alle Fälle den Fluss an die Gleise überqueren. Und auf der anderen Seite schauen wir dann ein bisschen. Vielleicht, weißt du, im Gewusel der großen Städte, da wirst du auch nicht, gut, wirst nicht so leicht gefunden, wollte ich jetzt gerade sagen. Ich meine, wir haben auch eingeloggt und hab mich einmal umgedreht aus dem Fenster geschaut und hab den ersten Spielerlauf versehen.
Ja. Hashtag Shivonia. Ja, und natürlich ist schon wieder, nein, nicht ist es hier Witz. Es ist einfach so krass zum Sehen, wenn ein Spiel Spaß macht, wie schnell das Zeit vergeht. Das ist unfassbar. Und das habe ich übrigens auch. Ich habe die ganze Woche, letzte Woche hauptsächlich bis gestern, so krass in WoW reingesuchtet wie ein geistig Behinderter. Ich war ungelogen am Freitag oder und Samstag kurz davor, dass ich einfach einen Stream einschalte und sage, weißt du was, wir machen jetzt einen Raid, weil ich ein verdammtes Set-Teil brauche für meinen Jäger. Und dann habe ich aber schon den ganzen Tag wirklich teilweise von alles liegen und stehen lassen, angefangen zum Spielen, bumm, es ist 2 in der Früh, am nächsten Tag in der Früh ausgeschaut wie der letzte Vollidiot, Scheiß erledigt, sofort weitergespielt. Und fast ohne Unterbrechung, und da ist mir selber ein bisschen komisch geworden, dass man denkt, Alter, das war schon lange nicht mehr so. Also ich spiele trotzdem immer wieder mal viel, hier und da, aber so hart über eine ganze Woche lang war es schon lange nicht mehr. Ich habe mir am Samstag vor einer Woche einen Hunter gemacht, weil ich einfach eine andere Ranged-ID-Klasse mal ausprobieren wollte und meine Spätzchen gesagt haben, probieren wir einen Hunter, ich muss nicht stehen bleiben und lauter so einen Scheißdreck. Hat mir auf Anhieb taugt, hat mir auf 70 gelevelt und hat man bis gestern auf Item Level 396 gegrindet mit einem Bogen auf Stufe 2 baut, für die Leute, die WoW kennen, bis auf 405 und die Holzketten auf 405 und ihr wisst, dass man dazu 20 Ini-Runs machen muss mit Stufe 11 und auch da habe ich auch erstmal hingekommen. Das war puh. Aber ich hätte es auch nicht da, wenn es mir keinen Spaß gemacht hätte. Und jetzt habe ich jetzt, das Ziel ist erreicht, gestern waren wir noch im Raid. Wir machen nur noch die letzten 2 Normal-Bosse, weil ein paar von uns noch Set-Teile brauchen für einen 4er-Set-Bonus und da ist mir das erste Set-Teil droppt für die Schultern. Ab Mittwoch kann man Set-Teile bauen, da vorne ist übrigens unsere Brücke. Und dann habe ich schon mal einen 2er-Set-Bonus und der ist schon mal unfassbar wichtig. Noch viel besser war der 4er-Set-Bonus, darum hoffe ich unfassbar stark, dass in der scheiß Weekly Chest entweder gleich ein Set-Teil drin ist, am besten Brust oder Kopf oder Handschuhe. Und wenn nicht, dass eine hohe Brust drin ist, dass ich mir die umbauen kann, dann habe ich einen 2er-Set-Bonus sicher und dann motiviert es mich vielleicht so stark, dass ich am Wochenende, weil wir mich halt nicht mehr normal gängen, sondern nur noch, also nicht NHC gängen, sondern nur noch HC, Heroic gängen. Und wahrscheinlich sogar bald anfangen, die ersten Bosse auf Mythic zu machen, wenn uns das interessiert. Da habe ich noch nicht so nachgefragt, das weiß ich nicht so genau. Aber trinken. Ja. Bla! Ich laber zu viel, Alter. WoW hin und her. Jeder mal ein Einser in den Chat nochmal. Wer einen Raid auf NHC mitgekannt, vielleicht mit einem Einser, Bindestrich und ein Item-Level. Da würde mich interessieren, wie viel dass wir zusammen, ob wir überhaupt einen Raid zusammenkriegen. Wir brauchen mindestens. Oh Gott, mir kotzt mir! Ja, alles außer! Alles außer, was keine Miete zahlt! Was? 3 minus 19 und 3. Okay. Da, noch mal ein bisschen was trinken. Geh sein, ein Shell. Geh sein, ein Behinderten-Shell. Ey, das fließende Wasser ist nicht, feit nicht. Hab 2 Chance, 376 Chance Tank. 376 ist vielleicht für einen Speedrun ein bisschen wenig. Ein bisschen. Aber hast du noch Zeit bis zum Wochenende, falls ich wirklich auf die Idee komme? Nur PvP-Gear leider. Das geht ja runter. Es geht zwar runter, aber es ist ja doch ein anständiges Gear für. Bin nachher fort, muss nachher nur mal einen Stream nachschauen, ein schöner Stream. Hey, oh Gott, wir haben auf Bruck geschwimmt! Wir haben auf Bruck geschwimmt, ganz schlecht. Wir müssen noch mal nachgeissen. Ich glaube, der Fluss ist vergiftet. Aber das wird uns nichts helfen, wir müssen noch mal nachgeissen. Bitte, was ist ein 376er Chart? Also, in WoW dreht sich genauso wie in alle anderen Loot-Spiralen-Games alles darum um dein Equipment, um deine Items, um deine Rüstungsteile, um deine Waffen. Und WoW hat irgendwann einmal, also World of Warcraft, da reden wir gleich so, hat irgendwann einmal eingeführt, dass er jedes Itemteil einen Gear-Score hat, also einen bestimmten Wert, der in Form einer Nummer sagt, wie stark dieses Item ist. Und wenn dein Charakter dann mehrere Teile hat, hast du einen Durchschnitts-Gear-Score. Also hast du einen Durchschnittslevel
an Items und da lese ich raus, wie stark du bist. Dann kann ich dir genau sagen, ich kann die mitnehmen für das, ich kann die mitnehmen für das. Du kannst jetzt zum Beispiel nicht mit einem 376er Tank einen 18er M Plus Key machen. Kannst du nicht. Wir speien so viel! Wir speien so viel, jetzt sterben wir, hätten wir nicht dringen müssen. Wir hätten nicht dringen, hätten wir schon müssen, aber nicht dürfen. Was? 419 PvP-Gear sind achso, das sind 376er, okay. Ja, es ist ein Tag für NHC, wenn gar keine Herren-Items dabei sind. Aber gut. Dring langsamer hergeht, nicht so viel. Ja, es hilft jetzt eh nicht. So, wir rennen da weiter, etwas rechts außen und schauen wir da ein wenig durch. Vielleicht ist da Loot drin, ich weiß es auch nicht. Haben aber auch sehr auffällig alle Dinger auf. Was haben wir da? Cargo-Hose, Klebebandel drin, demoliert, können wir nicht brauchen. Jetzt, wenn wir nochmal speien, ist wirklich schlecht. Das war wirklich schlecht. Ich weiß jetzt auch nicht, ob es nochmal passiert, wir werden sehen. Dann geht das nämlich nochmal ganz schön, aber Cargo-Hose. Wir sind unsere Jägerhosen beieinander. Abgenutzt, das ist völlig in Ordnung. Völlig in Ordnung, völlig in Ordnung. Gut. Gehen wir mal zu dem fetten Wohnblock, schauen wir, wo wir sind und wie wir uns aufhalten und wie wir uns vor allem verhalten und wo wir hingehen. Was ist denn da? Möchtest du mich komplett rollen? Möchtest du mich komplett rollen? Alter, da liegen einfach mitten in der scheiß verfickten Pampa zwischen zwei scheiß verfickte Autos das most overpowered fucking Item, das... Die haben demoliert, aber die gingen noch. Bruder! Gib Tabletto! Bruder, ich muss raus! Okay. Okay. Fuck, ich hätte Lotto spielen gehen sollen. Tschüss, ich komm gleich wieder. Ja, ich sag doch, fucking She-Brawn ist einfach unsterblich. Macht's Peng. Ich hab eine Kugel im Kopf. Da sind wir wieder da, Ich möchte, dass der Chat völlig ausrastet. Wenn das Tablettensymbol rechts unten neben meiner Krankheit weggeht, dann will ich haben, dass der Chat völlig eskaliert, dass ich es ja nicht übersehe. Haben wir das notiert und verstanden? Ich verstecke mich jetzt in dem kleinen Bunker und schau, wo ich bin. Was haben wir da? Eine Rohrtang, die kann ich brauchen. So! Bruder! Map! Wo sind wir? Wo genau sind wir? Wir sind jetzt genau da rumgekommen, rechts vom Ding, haben wir die drei, ich hoffe es ist groß genug, dass es ja auch sagt, haben wir die drei Garagen durchsucht und zwischen dem Auto und so weiter, da sind wir jetzt irgendwo, in der kleinen Hütten wahrscheinlich. Wir gehen jetzt einfach der Straße rechts außen weiter, wo die Strommasten sind. Und looten wir da so ein bisschen umeinander. Was ist ein Braun für ein Ding? Das ist Industrial. Aber Farm. Das heißt, da kann auch was sein. Hinten raus kommen noch ein paar Häuser und von da verpisst man uns. Weiter nach Süden und dann schauen wir, dass wir nach Zalesi kommen. Da war auch noch mal ein Bächlein, ein kleiner Weiher, da können wir unser Wasser ausholen. Vielleicht ist da unten ein bisschen ruhiger. Aber was ein Problem werden könnte, da ist auch ein Medical Center. Und da liegen halt gern Sachen drin, die Leute wollen. Wer weiß, ob dort Leute hinpilgern, ich weiß es nicht, wir werden es rausfinden. So, das heißt, südlich die Stromleitungen entlang, bis sie sich kreuzen, dann lauft man weiter und dann am Feldweg nach Süden. Haben wir das? Ja, haben wir. So, Tabletten auch noch drin. Gibt's keinen Brunnen. Ist mir völlig wurscht. Vielleicht findet man was zum Wasser abkochen. Jetzt wird es erst mehr asozial genug, dass wir mir da in der Stockfinstern... Wir hätten vorher im Zombie eine Taschenlampe gefunden, gell? So, die Stromleitungen da entlang. In den Wohngebäuden, da gibt es aber nichts, gell? Da bin ich schon 1000. Schauen wir mal durch das unterne Stockwerk, ob da irgendwas drin liegt oder ob man da überhaupt rein kann. Da ist aber nie Loot drin. Habe ich irgendwie so das Gefühl. Da ist, oder? So was klingt. 9 Schuss Diegelmagazin. Okay. Weiß nicht, Brudi, weiß nicht. Mehr Finster, mehr Stealth. Ja? Sneaky She-Brawn. Aber man sagt halt, das Item habe ich jetzt da zum Beispiel nicht am Boden liegen sehen. Da bin ich einfach durch Zufall drüber. Durch Zufall drüber gestolpert. Kann man da reingehen? Nein. Gehen wir mal noch in eins weiter rauf, wenn man raufgehen kann. Ja, okay. Ja, ich kann es nicht sagen, ob es da...
Mittlerweile ist da Zeug drin, schreibt der Herr Maurer. Dann schauen wir zumindest das Gebäude durch. Schauen wir zumindest dieses Gebäude durch, weil das läuft doch keiner ab, oder? Also, vielleicht ist halt noch was herin, aber so wirklich geben das nichts. Weit mit ihm! Du brauchst Tetrazyklin-Tabletten, die Multis helfen dir in diesem Zustand leider nichts. Mir waren aber vorher schon krank. Die Multivitamintabletten war, also, wenn sie es nicht umgepatcht haben, dann weiß ich, dass diese Multivitamintabletten gegen fucking alles helfen. Die kannst du nehmen, saufst einfach aus. Schiebermützen. Ja, aber so wirklich Brauchbares gibt's da drin nicht, gell? Merki. Schauen wir mal. Da gingen die Stromleitungen entlang und genau an der Straße, ja, da haben ja noch ein paar andere Häuser da um das Haus, können wir auch noch mitnehmen. Kriegen wir schon. Irgendwas finden wir schon. Gibt nur unten Epsi. Ja, da war schon oben auch was, da war eine Mütze gelegen. Du mit den Multivitamintabletten, die tust du jetzt mal aus der Hand nehmen und da oben. So, passt. Da haben wir noch 6 Stück. Sehr gut. Sehr gut, das klangt uns. Wer ist das sehen? Die safen uns den Ass. Flo! Monat 1! Welcome to the squad. Bussi aufs Nussi. Ab in den Chat, habe ich die Ehre, Flo! Wer nicht mitmacht, der kriegt einen Knockout nachgesalzen vom Salt Bay. Nächsten Sonntag kommt übrigens eine neue Folge Podcast. Höchst wahrscheinlich. Bis jetzt haben wir es noch nicht aufgenommen, aber höchst wahrscheinlich. Dann bloß Stiefeln. Die helfen mir einen Scheißdreck. Da ist noch eine Bude. So finster, ich kann nichts sehen. Was ist das? Ein Regenmantel, ein ziemlich guter sogar. Kann man den drüber ziehen? Ja, tatsächlich. Das ist natürlich jetzt eine wunderschöne Signalfarbe auf 800 Kilometer, das ist mir aber wurscht. Was haben wir da? Ein Besen. Ich kann keinen Besen brauchen, Kinder. Besen kann ich nicht brauchen. Nope. Zombie-Sepp, ich kann noch nicht sehen, weil es so finster ist. So, wir kommen schon wieder von der Straße ab. Was? Jetzt warte mal. Wir kommen schon wieder von der Straße ab. Ist das die richtige Richtung? Ist das die richtige Richtung? Ich glaube schon. Und dann nach links. Waren wir da schon drin? Da waren wir schon drin. Da waren wir auch schon drin. Da waren wir auch drin. Auf den Schupfen. Tablett! Holz. Ah! Ah! Ich meinte, wieso habe ich jetzt das T-Shirt nicht gesehen? Da schlagen wir mal den Zombie-Seppen. Zombie-Bärt. Alter, du kannst wenigstens schreien, bevor es zuhaust, du Wichser. Verdammt, die guten Tabletten sind weg! Tabletten! Tabletten! Da ist er gelegen, da ist er gelegen. Da, ach, der ist da, weil er da am Fenster umflagt. Machen wir so. Oder so, haben wir wieder da. Haben wir schon wieder da. Tabletten rein ins Gesicht. So, ist schon drin, keine Sorge, alles im grünen Bereich. So, wir springen mal da auf, durchsuchen wir die Heisel und verpissen wir uns. Wir müssen den See wieder erreichen, das hilft nicht, weil wir eine Trinkquelle brauchen. Also der Fluss hat uns sehr schnell zum Kotzen gebracht. Was da das? Young Wolf! Tabletten! Ich hab schon gesehen, merci dir! Was haben wir da? Ein Nähset, das können wir mitnehmen, das kann man halbe brauchen. Liegt da sonst irgendwo irgendetwas? Ein Kompass, der da mal so. Wir haben die ganzen 3 Streams noch keinen einzigen Kompass gefunden. Und das macht mir ein bisschen traurig und eine Küchenuhr. Was auch immer man mit einer scheiß Küchenuhr tun soll. Weiß ich nicht. Soll ich mal aufschreiben, wann ich meine Tabletten nehme oder was? So, wir schleichen jetzt da. Nein, du sägst mich nicht. Doch, du sägst mich natürlich schon. Dann wieder auf. Jutzi, fix das die aber mit einem. Gibt jetzt da nur eine? Wo bist du denn? Geh her. Sag mal, wie viele Zombies kommen denn jetzt da? Ich bin verwirrt. Step da noch eine. P1 Mag.
Wir müssen uns ein bisschen zügiger bewegen, weil sonst kippt man wirklich nur um. Hey, das ist schon ein ganz schöner Struggle, wenn du nichts zum Fressen und nichts zum Trinken findest, gell? Das ist schon unangenehm. Mit dem eigentlich nichts anderes, als die ganze Zeit am Tod davon zu laufen. Ah, One-Hit-Wonder! Der hat eine Batterie dabei, ja, herzlichen Glückwunsch. Herzlichen Glückwunsch, wir laufen die Strom. Wo ist denn jetzt der noch einer? Ist mir auch klar, warum ich nicht sehe. Beim Tag haben wir noch einen Krebs, der Mongo. Warum hat denn von denen hier keiner was zum Trinken dabei? Oder ein Bonzer. Hands off the lake! What is your wisdom? Cargohose. Liegt auch wieder eine Batterie drin. Oh, die haben sogar bloß Batterien dabei. Kruzifixen, jetzt habe ich wieder total die Orientierung verloren. Wo ist denn die Straße jetzt hin? Da draußen ist die Straße. Fuck, jetzt ist unser Dringer wieder aus. Müssen wir was essen? Wir essen was. Wir müssen bei die Stadt, uns bleibt nichts an, wir schaffen es da nicht runter, das kannst du vergessen, wir müssen bei die Stadt, wir müssen bei der Hauptstadt durchlooten. Wir müssen die Hauptstadt durchlooten. Und Zombies da schlagen und betten, dass einer was zum Trinken dabei hat. Wie es noch einmal immer alle Arme herhauen, diese Drecksarschlöcher. Haben wir da einen Pullover, der hilft mir nicht. Ich brauche was zum Fressen und zum Trinken. Es ist Brunnen. Der Leirerbuhr schreibt rechts. Hilft unwahrscheinlich fähig, danke. Ah ja, rechts. Was ist da? Was ist denn da rechts? Ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht. Wahrscheinlich die Straße oder irgendwas. Waren wir da schon erinnern? Ich weiß nicht. Ich hab die Orientierung verloren. Nein, da liegt der Kappe hinten. Da liegt im Regal nix. Du hast da einen Campingkocher. Das stimmt, aber dazu braucht man ein Viech. Das mit der Schlung, das uns dann Feichten gibt. Verstehen Sie? Und es ist so fucking finster, dass ich überhaupt nicht weiß, wo ich bin. Scheißdreck, der Schissener. Wir reden jetzt da mitten durch Pampa, so schaut's aus. Herr Geizig, mir jetzt wieder ein Resub. Bussi aufs Nussi. Smikey, mir jetzt wieder ein Drilling, der Bierger. Weißt du, was wieder mal geil war? Der Sie-Gruppenstream, der ist alles mega geil und wird zu hart feiern. Alles Gute aus Salzburg. Alles Gute aus Salzburg zurück. Vorerst ist kein Community-Daisy-Stream geplant. Vielleicht irgendwann. Weiß ich noch nicht. Aber bis jetzt nicht. Ich komme nicht einmal allein zurecht. Was soll ich dann mit den anderen Partnern? Weiß ich nicht. In der Stadt gibt es Brunnen. Ja, das ist richtig. Und das werden wir uns jetzt einmal anschauen, wo die sind. So. Wir krebsen wir da irgendwo umeinander. Wo ist da ein Brunnen? Wo? Brunnen wo? Wir schauen. Au. Auf der nördlichen Seite bei der Kugel. Müssen wir wieder zurück aus. Zurück aus, auf die Gleise, ganz einfach in den Norden auf und neben der Kugel gibt es einen Brunnen. Oder der Straße noch, wo wir glaube ich gerade sind, mitten in der Stadt, gibt es auch einen Brunnen. Da. Probieren wir den zu finden. Das müsste jetzt. Das ist halt wie Chemie, ich sehe halt ein. Was ist denn das da? Hallo, mate. Ich weiß nicht, wie man schmerzt. Baby! Du Fotze! Und jetzt warten wir Bahnhof. Wie behindert war. Wie hoch ist die Wand? Was ist denn da jetzt wieder? Ist da wieder irgendwas kaputt? Ich bin närrisch. Hallo? Mikrofoncheck 1-3. Wieso höre ich mich selber nicht? Alter, wie viel Pech kommen haben? Sag. Wie viel Pech kommen haben? Und wieso höre ich mich selber nicht mehr? Was ist da jetzt wieder? Mikrofontest 1-2. Hört ihr mich noch? Hört ihr mich? Ich hätte eh nichts gesehen. Ich hätte Ganz ehrlich. Ganz ehrlich. Jetzt beißen mich an. Warum höre ich mich selber nicht mehr? Wie närrisch. Das ist bitter. Das ist wirklich bitter. Wie viel Pech kommen haben, sag.
Ach, Kim, Alter. Wie viel Pech kommen haben. Wo ist meine Mikrofoneinstellung? Kruzifix! Wieso höre ich mich? Jetzt höre ich mich wieder selber. Warum sie das jetzt umgestellt hat, das weiß der Teufel. So! Meine sehr verehrten Damen und Herren, ich kann euch auf alle Fälle sagen, wie viel ihr habt leider nichts gesehen, weil die Map off war. Ich habe es wieder mal vergessen zu schließen. Folgendes ist passiert. Wir haben da am Zaun gestanden. Irgendwo in der verfickten Pampa. Ich habe mich nach rechts gedreht, bin auf die Straße gegangen, dann habe ich noch gesagt, was ist denn das? Dann hab ich gemeint, da liegt der Zombie am Boden. Oder der ist so da kniet und es hat wirklich ausgeschaut, als da der Zombie jemanden fressen. Und ich denke so, die Animation existiert in dem Spiel nicht, keine Ahnung. Dann schaue ich so und steht auf, hello mate! Und mir denkt, okay, chill. Vielleicht mag er nicht, das habt ihr wahrscheinlich hier auch gehört, vielleicht mag er nicht schießen. Und hat sofort das Gewehr da und hat sofort zum Schießen angefangen. Einen Meter von neben, Alter. Wie viel Glück und Pech muss man haben? Vor 5 Minuten haben wir noch Multivitamintabletten in der verfickten Pampa gefunden. Und Alec. Fix dein Ingame-Voice, no mic, no life. Das ist, da warst du aber ein bisschen selber schuld, weil wieder dich auf was anderes konzentriert hast, anstatt wegzulaufen. Oder du hast doch gar nicht gesehen, was ich tue. Was redest du wieder für einen Kack? Bist du der es ist zwar kein Backseat-Gamer, aber, dem ich zugeschrieben habe, ich bin mir darüber bewusst. Es war stockfinster, ich habe nicht mehr gescheit gesehen, was er tut. Und ich bin weggelaufen, bloß du hast es halt nicht gesehen, weil die Map drüber war. Mein Weib sagt, du musst wieder einen Lebron spielen, nicht auch sagen. Und ganz ehrlich, die Livonia-Map ist absoluter Bullshit. Wenn ich nicht zurücklaufe, weiß ich, wirst du da schossen. Und ganz ehrlich, ich habe kurz überlegt, ziehe ich die Waffen aus oder nicht. Da ich aber nichts sehe, weil es stockfinster ist, habe ich nicht gesehen, dass er es Gewehr ausgezogen hat und einfach schießt, was das eben ist. Hätte der Birks damals sein Ingame-Voice gecheckt. So, jetzt pass auf. Jetzt gehen wir da einmal auf Verlassen. Ich glaub, Schießbahnen ist nix. Was wir mir jetzt erzählen? Jetzt pass mir auf, ich hab das damals schon irgendwie umgestellt, Tastaturbelegung, jetzt pass mir auf. Springen mit dem kleinen Umgebungsaktion F, jetzt pass mir auf, wo man labert. Gesten, sonstige Textchat, Stimmdistanz erhöhen, Push-to-Talk halten, Feststelltaste. Das hab ich doch damals schon geändert. Dann war immer das Problem, dass er das Mikrofon nicht erkennt. Weil, pass auf, mein Standardkommunikationsgerät, das was mir auf Soundmixer, Soundeinstellungen, mein Standardkommunikationsgerät ist nicht dieses Mikrofon. Oder was nimmt denn Daisy, nimmt das Windows Standard-Kommunikationsgerät zum Labern her, oder? Soundsystemsteuerung. Und diesmal war es auch kein Stream-Sniper, das ist nicht in Englisch klar, aber ja, das ist mir auch klar. Das war einfach nur zum falschen Zeit am falschen Ort. Sorry, was es ist. Aufnahme. Mikrofon, Rechtsklick, Standardkommunikationsgerät festlegen. Okay? So. Kann man das irgendwie testen? Game neu starten, wenn ich es umstelle? Das Thema. Hast aber nie gesagt, was du eingestellt hast. Ich werde auch nicht meine Rechnereinstellungen irgendwie öffentlich im Internet streamen. Das kann gern jeder von euch machen, aber dann bitte kommt nicht zu mir mit, mein Steam-Account ist gehackt, ich weiß nicht warum. So. Das heißt, auf Caps Lock müsst ihr eigentlich labern. Das haben wir doch probiert. Da müsst ihr doch normalerweise ein Ding. Kann man das dann nicht irgendwie testen? Audio, Aktivierungsschwelle, Push-to-Talk, Sprachlautstärke. Mach die Taste mit größer, kleiner Zeichen. Aber warum? Wenn es frisst, ist normales Mic-Symbol da.
Also wenn es geht, dann muss das Symbol gezeigt werden, oder? Jetzt starten wir mal das Spiel rein. Starten wir mal das Spiel rein. Das ist einmal das Erste. So, und ich sag dir jetzt was. Die Livonia Map ist absoluter Scheißdreck. Das ist alles, was ich weiß. Da rennen genauso. Und ich bin ja übrigens auf einem vollen Server. Deswegen sehen wir auch alle 5 Meter irgendwelches Geballere und was weiß ich. Und du rennst ständig irgendwelche Leute ins Ding ein. Und mit was soll ich mich wehren in der Stockfinstern drin? Weiß ich nicht. Und die anderen Mongos, die laufen nicht umeinander mit Gamma-Level 9000 Dauerflashbang in der Futzen. Wie viel Pech muss man haben, dass man mitten in der Stadt 2 Meter neben einem Typen stehen bleibt? Nein, ist eh wurscht. Alex, jetzt wieder der 599. Na super, da schalten wir jetzt ein und gespannt, was passiert ist. Dann sieht man, du bist tot, super Bürger, Österarm. Ja, kommt davon. Es kommt von super schlau wie Backseat Gamer und alle, die sich angesprochen fühlen, wissen, wen ich meine. Hauptsache gescheit dahergeschmerzt. So, jetzt pass auf. Wer ist? Muss ich nämlich einen eigenen Stream aufmachen. Sollen wir eine Umfrage starten? Ich glaube, dass an dem Ski liegt. Ich glaube, dass es am Ski liegt. Bin unschlüssig. Bin richtig unschlüssig. Sollen wir eine Umfrage starten? Eine Umfrage starten! Welche Map respawn? So, ich habe eine Umfrage gestartet im Chat. Sollen wir die gute alte Map spawnen? In Generous oder sollen wir nochmal Livonia ausprobieren? Do it. Do it. Bitte. Im YouTube-Chat ist oben eine Umfrage. Bitte einmal abstimmen. Wir nehmen uns die Zeit bis in 2 Minuten, oder ich gebe euch 1 Minute Zeit, jetzt ist es gleich 27 nach 9, bis um 28 nach 9. Und dabei versuche ich kurz einmal zu beschreiben, was gerade passiert ist. Also nochmal, ich habe mich da kurz am Zaun ausgelegt, weil ich einfach fest davon überzeugt war, da ist keine alte Sau. Nur dazu ist stockfinster, da spielt doch sowieso keiner. Weiß das eh, wie es ist. Dann habe ich leider vergessen, für euch die Map zu schließen. Dann habe ich mich einfach 90 Grad nach rechts gedreht, da ist die Straße, 1 Meter vor mir, schau so über die Straße, da kniert jemand und da bewegt sich was. Also da ist entweder ein Zombie oder eine Person. Und schau so, ich habe ihnen gesagt, was ist denn das? Dann hat der andere schon gesagt, hey Mate! Dann habe ich halt nichts sagen können, weil ich mein scheiß Mikrofon nicht eingestellt habe. Und es ist stockfinster, der war einfach komplett schwarz fast, außer sein Helm, der war weiß, den habe ich halt auch gesehen. Und dann sehe ich schon, dass er so da steht, wie ich dann nachher hingeschaut habe. Und dann hat es schon geschrieben. Was soll jetzt da machen? Dann bin ich natürlich davor gelaufen. Hab versucht, unterm Laufen meine Knarre rauszuziehen und dann bin ich schon tot gewesen. Mann, was hat jetzt da unser großer Backseat Pro Gamer gemacht? Weiß nicht. Ich weiß nicht. Blieb Frankie, mir jetzt wieder neu. Feuerwehr an, mir jetzt wieder ein Resub und Rest Pussy aufs Nussi. So. B-Rushen. Weiß nicht. Der René weiß es besser. So, ist schon 28, haben wir 15 Sekunden drüber. Wie schaut die Umfrage aus? Umfrage beenden, wir haben 431 Stimmen. Und wo ist jetzt die Umfrage? 80% sind für Generous, 19% für Livonia. Das ist ein sehr deutliches Zeichen. Und ja. Ich glaube, Freunde der Sonne, wir nehmen trotzdem einen vollen Server. Ja, ich will Spielerinteraktion, aber bitte nicht alle 5 Meter. Okay? Und auf Generous, die ist einfach doppelt so groß. Da reden wir vielleicht etwas weniger die ganze Zeit Spieler über den Weg. So, jetzt muss ich mir da schnell einen außergeiern. Oder machen wir das Ingame? Ich weiß auch nicht, Brudi. Machen wir das Ingame? Ich weiß auch nicht. Weiß auch nicht. Weißt du was? Wir nehmen den. Wieso kann ich den nicht nehmen? Das weiß ich nicht. Ja. Oh, ich glaube, es funktioniert schon. Nikita! The Return of Chameleon Better Harder Respawn. Das Problem ist jetzt, wir kriegen jetzt halt einfach einen neuen Charakter. Wir wissen gar nicht, was vorne das ist. Vielleicht ist es ein ganz neuer. Sind wir schon wieder?
Was laden in 72 Sekunden, du besoffener Ja gut, weil wir im Prinzip einen Serverwechsel hingelegt haben. Moment. Was müssen wir da machen? Wir müssen schon Release. Wir müssen der one and only OG. Den müssen wir machen. Das ist nicht sie. Ne? Das ist alles bloß keine Legende. Das ist übrigens die andere, die uns erschossen haben. Und Überlebende. Charakter anpassen. Der heißt natürlich nicht Überlebende. Der heißt Überlebende. Ausrufezeichen. Okay? So. Weibliche Überlebende. Hat nicht gut hingehört, das ist auch, und da ist er schon. Schau, da ist er, der one and only. The one and fucking only. Ist das der OG oder ist es nicht? Was sagt ihr? Passt, oder? Der Gute. Das ist einfach der one and only OG, Lee fucking Braun himself. T-Shirt 0, alles andere, eine lange, kurze Wanderhose, es gibt keine anderen, oder? Gibt bloß die. Nehmen wir in Braun, da fallen wir nicht so auf. Oder die sagen speichern. Jetzt ist die Frage, Moment, will ich kurz umschalten, damit man den Server natürlich nicht sieht, wo ich bin. Ich weiß nicht, auf was für einem Server ist denn der jetzt? Warte mal. Da muss ich kurz selber noch mal drüber schauen, was das für eine. Wir nehmen natürlich vielleicht einen, der erstens einen guten Ping hat und so weiter und so fort. Na, den Scheiß brauchen wir nicht. Filter zurücksetzen, ja. Ping kleiner als. Probieren wir es halt einmal. Ich laber jetzt ein bisschen, ich tue gerade nebenbei. Ich suche mir jetzt nochmal einen neuen Server. Ich hätte eigentlich schon einen gehabt, aber ich suche lieber nochmal einen. Schaut sowieso nicht. Das ist ein guter. Den nehmen wir mal. Sollen wir mal First Person Only spielen? Da gibt es keine Kamerasichten, sondern man sagt nur in First Person Mode. Sollen wir das mit rein? Ist aber, glaube ich, nicht so shit zum Anschauen. Sag ich dir, was es ist. Das glaube ich nicht so shit zum Anschauen. Das ist ein ganz anderes Spielgefühl. Nein, das tun wir nicht. Nein, das tun wir nicht. Das ist nix. Nein, das ist nix. Das ist nix. Kannst du das spawnen? Braun von und zu Lee. Dafür ist der Easy einfach ein zu beschissen, schlecht optimiertes Drecksspiel, dass man das anständig in First Person als Shooter spielen kann. Darum ist auch jedes Aufeinandertreffen mit einem Spieler mehr Zufall als Skill. und jeder Schmatzer, der jetzt was anderes sagt, ist ein absolut ahnungsloser und weiß das eh, wie es ist. Rumgelege, die schwammige Steuerung, das Aim ist zum Kotzen. Der Dip-Counter! Den können wir dabei einblenden. Achtung, Nummer 14 für dieses Jahr. Schlecht. Irgendwie sind es immer Frauen, wenn der Dip-Counter entgeht. Ich weiß auch nicht. Was ist los mit dir? Grüß mir den Kylo, den Hessen-Bub. Haben wir den heute nicht schon grüßt? Keine Ahnung. Hessen-Sepp! Nix Hessen-Bub. Hessen-Sepp! Schöner Grüß, Alter. Merci dir. Nein, du hast einfach keinen Skill. Für 98% der höheren Clowns, trust me. Gibt's eigentlich Cheater in dem Spiel? Oh mein Capricorn. Das ist so eine richtig schöne, eine richtig jungfräuliche Liebe-Frage. das war aber auch kein Cheater nicht. Sonst hätte er mich schon erschossen, wenn das nicht nur in der Map umeinander guckt. Weil, da sind wir! Freunde der Sonne! Press F! In Caps Lock! Proudly present to you, Lee Braun, endlich der dritte. Zeit ist es. Ja, ich spiele das nicht, sorry. Das Spiel ist eine cheaterverseuchte Scheiße, die seinesgleichen sucht, normalerweise. Mich wundert es, dass man nicht viel öfter von welchen erschossen werden. Sag ich dir, was ist. So, was haben wir da? Agent Ice-Tay! Bester Streamer, immer lustig dir zuzuschauen. Das freut mich. Tobi Merz wird entwickelt. Hab ich dir Bürger. Hab vor mir der Sie zum Kaufen. Hast du irgendwelche Tipps, um schnell ins Game zu kommen? Einfach zuschauen und niemals drauf hören, was andere sagen. Kann man Server wechseln, ohne einen Spielstand zu verlieren? Ja, du verlierst deinen Charakter nicht, aber wenn du einen Server wechselst, wirst du irgendwo random auf der Map gespawnt. Nicht da, wo du ausgeloggt hast. Du loggst nur wieder dann an derselben Stelle, wenn du auf dem Server bleibst, wo du warst.
So. Wie Sie sehen, sehen Sie nichts. Wir sind mitten im Wald. Irgendwo am Arsch der Welt wahrscheinlich schon wieder. Egal was für... Oh, da ist eine Straße. Ist da eine Straße? Haben wir da eine Straße oder ist das ein Stor? Oder was ist, wo zur Hölle haben wir? Um Gottes Willen. Ne? Kann nicht so schlimm sein wie in Rainbow Six. Das kann ich dann nicht sagen, Rainbow Six, aber ja, ich meine, DayZ hat auch schon lange nicht mehr die Popularität, die es mal hatte. Und in der Saison. In welche Richtung gehen wir jetzt? Gehen wir in die oder in die? Jetzt hätte ich gerne mal ein Umfragetool, das ich mit 2 Knöpfen starten kann. Was haben wir denn überhaupt dabei? Eine Pflaume! Lecker! Nimmst du mal einen Leuchtstab, schmeißen weg. So. Wenigstens ist es hell. Das ist auch richtig gut, ja. Wir laufen jetzt einfach mal da entlang. Schauen wir mal, ist da was? Ja, da haben schon die ersten Puden schon hin. Und ein Ortsschädel haben wir auch dabei. Ein Ortsschädel ist ja auch dabei schon hin. Die Straße kenne ich, glaube ich. Ich kenn's nicht, sag ich dir, wie es ist. Also am Anfang ist es schon schwierig, sich dort zu orientieren, weil im Prinzip schaut alles gleich aus. Und gesund sind wir auch wieder, schau hin. Und das Allerwichtigste ist, wir sind nicht eines natürlichen Todes gestorben. Das wird nicht vorkommen, in egal welcher DayZ-Staffel, die wir starten. Nicht mal She-Brawn, der Second, ist eines natürlichen Todes gestorben. Wir haben gekämpft. Sie hat gekämpft, er hat gekämpft. Did you trust the stupid gender? Leon! Lee Braun, er Lee Beck. Oh, stimmt. Lee Beck. Unbewahr. Unbewahr. Ich sehe keine Zombies, das heißt keine Spielerkinder. Zumindest bis jetzt. Wenn welche kommen, dann spawnen wir die mir. BWA. Da vorne ist ein Zombie, der ist gerade gespawnt, das habe ich gerade gesehen. Gehen wir jetzt da mal drüber. Und dann schauen wir gleich mal mit einem Blick. Ja, gibst du gleich mal die Hacke! Rein mit der Hacke! Was haben wir da? Capri-Hose. Schwul. Gay! Haben wir da dahinter noch irgendwas? Versteckt sich da was? Nö. So, schauen wir mal. Jetzt muss ich erst einmal... Wir haben ja... Wo ist denn jetzt die Map eigentlich hin? Wo zur Hölle ist die Map hingegangen? Wir wissen es nicht. Wir wissen es nicht. Da, wir brauchen die andere Map. Map! Generous! Da sind wir. BBA. Wo ist denn BBA? Ich hab absolut... Da. Nein, das ist wie neu, da waren wir schon. Irgendwo an der Küsten vielleicht, keine Ahnung. Olscha. Oben rechts schreibt's ihr. Da haben wir uns schon gefunden. Wir haben ja ziemlich nah an Svetlojarsk. Interessiert mich nicht. Wir looten jetzt seit BWA blub durch und hoffen, dass wir was zum Essen trinken, die ganze Scheiße finden. Und ja, dann entscheiden wir uns, in welche Richtung dass wir gehen. Vielleicht haben wir die große Turovo da, aber da haben wir viel mehr möglich. Oh, wir haben ja ziemlich nah am Airfield. Und Pro-Gamer wissen, dass uns am Airfield ja noch nie was passiert hat. Ist. Allerdings waren wir immer maximal dumm unterwegs. Und dumme, hoppala. Map! Entschuldigung. So. Ja gut, dann looten wir da mit durch, hätte ich vorschlagen. Hoppala, was war denn das? Ich wollte eigentlich da rauf. Da ist mir die Hacke da unten auf den Seite, damit wir zuhören können, wenn es passiert. Und dann geht's los. Kann ich das sagen. So, mit der wir nicht sprinten, das ist nichts für uns. Was haben wir da? Ballert jetzt da schon wieder jemand? Oh, ich bin 4 Sekunden drin, es ballert schon wieder jemand! Habt ihr das gehört? Ich hab kein Interesse an... Jetzt warte mal, jetzt müssen wir erst mal schauen, ob das Mikrofon geht. Nein, das Mikrofon geht nicht. Das Mikrofon war aber ganz wichtig. Gehen wir mal schnell da rein. Optionen, Steuerung, Tastenkonfiguration, sonstige. Push to Talk ist nicht die Feststelltaste, sondern da machen wir jetzt wirklich... Ja, was ist ein OM0102? Das ist halt größer, kleiner. Anwenden. Jetzt geht's. Nicht, dass uns jemand hört, wenn wir mir labern und was weiß ich. Okay. Oh, ein Brunnen. Sehr gut, da ist ein Brunnen. Sehr gut. Optimöse. Food in die Fritteuse.
Eine Daunenjacke ist auch dabei. Dank. Ja, natürlich steckt mir die einzig. So, du Mongo! Was ist denn mit dir? Kannst du die... Bist du ein bisschen dumm? Hm? Was ist denn mit dir? Makellos, Alter? Ja, möchte ich Hochfahrzeug sagen? Das ist die Gute. Das ist die Gute, habe ich gehört. Ja, und ein Gangster-Tier hin. Jawohl! Nein! Achso, ja. Ist auch okay. Machen wir so. Kann man das nicht umbauen? Egal. Was? irgendwie ist der Lee Braun innerhalb von 2 Sekunden zu einer asiatischen Putzreinigungskraft degradiert worden. Bin mir nicht sicher. Ist mir die Pflaumen, bevor es kaputt ist. Das der. Ballert wir unser Pfläumchen rein. Was liegt da am Boden? Unser T-Shirt. Das kann man eigentlich nur mitnehmen. Vielleicht findet man was zum Zerschnipseln. Dann haben wir gleich Tarnmodus off. Richtig. Dann haben wir gleich ein bisschen Verbände am Start. Und wenn ich da schon wieder Baller... Habt ihr die Ballerei gehört? Das darf mich jetzt mal am meisten interessieren. Die war relativ weit weg, zugegeben. Aber sie war da. Und ich will sie nicht haben. Ja, ich glaube auch, dass der LeBron ist mehr so der Cappy-Typ. Gut, dass ich da aufgeschaut habe. Bruder, gut, dass ich da aufgeschaut habe. Plastikflasche. So, die laden wir gleich mal aus. Da ist mit Sicherheit nur Schund drin. Leeren. Hopp, hopp. Hickschüttern, treffen! Ja, wurscht. Der nächste soll... Jetzt schlagen wir den Zombie da draußen. Hey, Zombie-Sepp! Grüße Gott! Ja, komm, Feuer um. Mein Gott, der kann mich noch 2 Mal einhauen, der Mongo. Dämliches Arschloch. Und den am Brunnen müssen wir auch noch töten. Und dann saufen wir uns einmal ordentlich voll. Die Hacke ist jetzt vielleicht auch nicht die geilste Waffe. Da hat was zum Essen dabei. Jawohl. Schau her, kam ist der LeBron back. Lauft es, wir haben Schnell. So, trinken. Jetzt grüßen wir uns mir erst einmal voll, dann machen wir die Plastikflaschen voll und dann verpissen wir uns sofort. Ein bisschen looten, ein bisschen bluten. Der LeBron, der ist zu töten. Was? Ich verstehe das nicht. Schmidi, mehr als wieder ein Euro. Der bin ich jetzt auch noch. Wie oft bist du denn schon gestorben? Einmal. Und haben sie wieder erschossen. Mitten in der Pampa, mitten in der Finstern, mitten in... Was ist das für Kack? Verstehe ich nicht. Schmidi, sag mir was. Jetzt tu mir was. Da, tauschen. Machst du mal in die Plastikflasche was rein. Auffüllen. Trink nicht aus der Flaschen. Wieso denn? Kann man da auch wieder krank, wenn man vom Brunnen sauft. Klump verreckt's. So, das nehmen wir da her. Und dann hauen wir uns noch das Essen rein. Öffnen. Fleisch, Pastete. Lieten und blieten. Gondelt man uns ein, währenddessen können wir eigentlich schon mal laufen. Die Frage ist, waren wir da waren wir schon überall drin, oder? Nein, da waren wir noch nicht überall drin. Was ist denn das da? Der Knarre in der Kirche, warum nicht? Zwar nur eine kleine, aber besser wie keine. Capri-Hose, die wollen wir nicht. Also, Phase 1. Das war mir nicht schlecht, wenn wir... Na, da haben wir gekommen. Gehen wir da hinten. Phase 1. Ein bisschen was zum Essen, ein bisschen was zum Trinken, ein anständiges Gewand, eine anständige Hosen war noch ganz geil, damit wir keine Temperatur nicht verlieren. Selbes Spielchen wieder. Und... ja, erstmal wieder dem Überleben. Ja, ich sag schon, diesmal kommen wir nicht so leicht aus dem Überlebenskampf heraus. Oh, da ist ein Döschen, was eine unbekannte Konserve, die können wir nicht brauchen. Scheiß drauf, weg damit, da werden wir bloß wieder krank. Und krank werden ist bekanntlich nichts. Kannst du Kerzen für Gibron noch zünden? Das haben wir schon. 2 Stück. Und ich hätte gerne eine Nahkampfwaffe. Besser nicht wie die scheiß Hack. Oh, da unten haben viele Zombies. Also der guten 3 umeinander. Da schauen wir jetzt einmal, dass wir keinen triggern. Oh, Feuer. Arschloch! Arschloch! Der Pfarrer, der hat schon immer mehr eine Hake ins Gesicht verdient. Was ist das? Trainingsjacke. Trainingsjacke, die hat 20 Platz, die hat drin, ja, Daunenjacke ist besser, die hat einen Schimmer.
Ich halte uns schön warm. Im Haus ist noch laut. Zurück mit dir. Ich weiß nicht, welches Haus du meinst. Weiß ich nicht. Müssen wir ein paar Meter machen. Hab ich irgendwas? Du bist mal nicht der Einzige, der so ein was? Gaotentier aufmacht. Was? Ein Gartentier, Alter. Und jetzt das wieder alles da rein. Armband, was für Armband? Ich habe jetzt ein Armband. So, hast du einen Dreck. Flagge, ja, die können wir brauchen, die kann ich einfressen. Trainingsjacken, ja, war schon wieder jemand. Ich weiß genau, wie es ist. Hat schon wieder irgendjemand seinen Schund herdroppt. Seinen nutzlosen Schund herdroppt. Und jetzt, wenn ich aus dem Haus rausgehe, verliere ich die Orientierung. Ist das blau? Und da, Schraubenzieher kann ich brauchen. Haut mit dem Schraubenzieher! Meine Luten ins Viech. Oh, kaputte Tarnjacken, das ist natürlich auch wieder auffällig. Du, halt dir das Bier auf, da geht's gut. Pass auf, dass du nicht zu viel Ballerspiele zockst, nicht, dass Silvester nächstes Jahr ins St. kannst. Ich hab nicht ballert. Der andere hat ballert. Merci dir. Schmiedi, Lea und alle, Dankeschön für die ganzen Donate. Ich hoffe, ich habe doch einen ganz speziellen oder eine ganz spezielle Hobby übersehen. Und zwar Meindl Jasmin! Ich hab dich genau gesehen, wie du Mitglied geworden bist und es ist, glaube ich, nicht angezeigt worden und ich hab schon gesehen. Und jetzt bist du vielleicht drauf, vielleicht bist du auch schon weg. Ich hoffe nicht. Jasmine, falls ja, ab in den Chat, ich bin noch da. Und zweitens, der restliche Chat, habe dir Jasmine. Welcome to the squad. Ah! Ist jetzt der einfach dort zu Gaudi einer gerannt oder was? Voll! Sag's lieber nicht, sonst. Ah ja, man darf. Schau her! Ist das der hat ein Steakmesser dabei, Mann! Sauber Rohscheibude! Nice! Aber weiter geht's. Eine looten ins Viech. Müssten wir ja reinlooten ins Viech. Was ist da drin? Ist da was drin? Jetzt geht unser Essen schon wieder gefährlich oben. Fangt schon wieder an. Wir haben noch überhaupt nichts. Wir haben noch kein Kickgeld gehört. Wir haben nichts. Nix haben wir gehört. Scheißdreck haben wir mir gehört. Eine jetzt da. Was zum Essen. Nicht schon wieder ein Besen. Alle haben wir wieder einen Besen daheim. Aufgehen, so weiß ich. Mittlerweile weiß man auch die Gebäudemodels einfach auswendig und das Gebäudemodel, das gibt es schon seit Release. Ich kann mich auch noch sehr gut daran erinnern, wie man in Daisy noch nicht in alle Häuser eingehen hat können. Und was für eine Offenbarung und Besonderheit das war, wie auf einmal alle Häuser. 22er Moon, ja, nehmen wir mit, warum nicht? Wie man auf einmal in alle Häuser eingehen hat können. Wer weiß das noch? Was? Wer keinen Ton hat, ist Preis. Wird man aber schnell zum Preisen degradiert. Stabil! Ja, ich weiß jetzt auch nicht. Müssen wir jetzt stupide durchlooten, das hilft denn? Müssen wir stupide durchlooten? Das hilft nicht, mein Jung. Da liegt irgendein rosa Scheißdring umeinander. Das hat garantiert der Spieler gedroppt. Aber 100%ig. Oh, gib mir den Brief und Siegel, dass dieser Spieler gedroppt hat. Was ist das da? Da haben wir auch wieder was. Eine Sehne habe ich auch schon. War langweilig. Ich habe eine Makellose. Was mit deine da liegen? In die kleinen Schupfen brauchen wir nicht reinschauen. Da gibt es nichts, was wir brauchen können. Glaube ich. Glaub ich ganz stark. So, wo ist der Schund? Gimme Loot, looten, Blut. Was ist das? Crack! Ah, die ziehen wieder unsere Flüssigkeiten nach unten, das ist nichts. Aber besser wie gar nichts. So ist es, was ich weiß. Ich bin mir übrigens auch ziemlich sicher, dass die Schüsse, die wir. Zombie-Steps oder haben das Schuss in der Entfernung? Keine Ahnung, ob sie das jetzt. Das sind Steps, aber Hans, da liegt. Da liegt der Kartoffel! Ich schau jetzt, ist der wieder am Dach rum? Oder was ist mit dem? Der ist da drin. In der Schlange.
Mein Gott, hau jetzt zu, du! Mein Gott, dieses unkamperte Kackspei. Ich wir noch narrisch. Na, aber haben Zombie-Steps in der Bude drin. Passt schon. Alles gut. Aber hat sich sehr verdächtig nach Spieler angehört, deswegen habe ich kurz mal in mein Maul gehalten. Nicht, dass er wieder daherkommt. Oh, schon wieder Schuhranzen. Oh, Mr. LeBron. Wir schauen aus wie ein kleiner Schulbub. Aber der LeBron hat am Anfang immer noch ausgeschaut wie ein kleiner Schulbub. Das wissen wir alle, wie wir da sind. Das wissen wir alle, wie wir da sind, Kinder. Alle, wie wir hier sind. Gibt's in der Elektrobude was? Gibt's da was? Ein Bauarbeiter daheim. Ja. Der ist mir. Nein, nicht, mein Gott, setzt er einmal das Klump auf und wirft der Kappe weg. So, jetzt haben wir Lee, der Baumeister. Da verlassen wir die Stadt oder das kleine Dörfchen auch schon wieder. Jetzt ist bloß die Frage, in welche Richtung. Was ist denn das da unten? Was ist das da unten? Was ist dieser Straß? Schaut irgendwie aus wie keine Straße, nicht, oder? Was ist denn das? Was ist das? Habe ich noch nie gesehen. Das sind so Betonplatten. Das glaube ich, habe ich noch nie gesehen. Da gehen wir hinten. Das werden wir uns anschauen. Das werden wir uns anschauen, ob du magst oder nicht. Bürger, schau immer in die Garteneisel aus Glas. Da gibt es eigentlich immer was zum Fressen und das runde Garteneisel hast du vergessen. Verdammt! Hab ich vergessen. Ich weiß, da liegt oft. Ich habe ja gerade eine Kartoffel drin gefunden, die wir jetzt gleich mal uns reingondeln werden. Wie kann man die nicht? Kann man die nicht essen? Wie kann man die Kartoffel nicht einfach essen? Die haben wir doch schon immer essen können. Was ist das wieder für Käse? Was ist das für Käse? Weiß ich nicht. Egal. Muss man die schälen vielleicht? Warte mal. Mal tauschen. Müssen wir kombinieren. Kartoffel, tatsächlich. Ich kann doch aber auch Kartoffel. In der Schale ist ja das Gute drin. Da ist das Gute drin, Kinder. Muss man wissen, du kannst nicht einfach die Schale jetzt wegschmeißen. Haben wir jetzt wenigstens beides. Ah, wir haben eine geschälte Kartoffel. Und die hat nichts mehr. Weil wir es mit dem Steakmesser gescheit haben. Was soll es denn sonst schön? Kruzifix. Kartoffel roh nicht giftig. Nein, Leute. Ihr werdet doch wohl wissen, dass man Erdäpfel roh fressen kann, ohne dass man verreckt drauf. Wo zur Hölle sind wir? Oh, das glaube ich ist die Hafen. Oh, das ist die Hafenstadt, die große. Und ich glaube, da unten ist ballert worden. Aber das wird uns nichts helfen. Wir werden da rein, kurz mal die ersten Häuser looten und wieder zurück, wenn wir brauchen was zum Essen. Oh. Is that the sound of your people? Mr. 4000 km/h. Gockelmann in diese Richtung. Ja, ich höre dich schon. Du brauchst nicht so laut schreien. T-Shirt nehmen. Wie haben wir eigentlich im Verband? Ja, haben wir. Dass wir im Verband auf die 4, falls uns ein Zombie prügelt. Und zudem laufen wir auf und den brannen wir uns. Das sagt der Ibis ist. Den bradeln wir mir selber auf. Den bradeln wir mir. Kannst du bitte nur mit Gagan? Gaga! Gaga! Kenn nicht mehr. Hier bloß Windgepfeife. Erst Handwickel bauen aus T-Shirt. Ah! Sie haben recht. Komm, warte. Kombinieren. Stofffetzen. Mal Stofffetzen mal. Gaga! Gaga! Der Gickel pfeift schon noch. Ist schon noch da. Tu den nicht oben. So, dann haben wir das da. Improvisierte Handwickel herstellen. Handwickel! Warum erinnert mich das Gaga jetzt an den Film Evolution? Weil ich es genau daher habe und wenn sowas vorkommt, sage ich immer Gaga in dem Ton von Evolution. Gaga! Gaga! So, wir laufen direkt gegen die Sonne. Ich sehe einen Scheißdreck mit dem Ding. Ingame Mike nutzen und Gickel-Lockruf raushauen. Das stimmt. Das war schon immer eine gute Idee. Beim LeBron passiert da nichts. Gaga! 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 Gaga!
Vielleicht kommt da ein Spieler, der Hunger hat und das mit's reißen. Ich höre aber nicht mehr. Gehen wir dabei mit rein? Wie weit geht der Voice? Ich habe ehrlich gesagt keine Ahnung. Gockelmann! Du musst mich gagan! Okay, ich glaube ja, dass das jetzt der Polier ist. Grüß das wie. Wer ist denn der Polier? Polier. Da komme ich jetzt gerade nicht drauf, auf was für ein Wortspiel du hinaus möchtest. Rucki, mir ist wieder neu. Vöglein, pieps einmal! Meine, dann lauft man auf das Dorf da hinten zu. Ich hab da schon wieder Häuser gesehen. Vielleicht ist da was drin. Ich höre jetzt einen Gockelmann einfach nicht mehr. Ich weiß nicht, wo er hieß. Da ist schon wieder irgendein gestungener Bauernhof. Scheißdreck für. Ja gut, vielleicht ist da der Gockelmann, wer weiß. Schauen wir mal. Polier ist ein Kapo auf der Baustelle. Da ich noch nie auf einer Baustelle war, weiß ich nicht, wer der Polier ist. Das tut mir leid. Das ist zu wildes Buffet-Jargon. Kenne ich mich nicht aus. Polier sagt der Chef auf dem Bau, oder? Weiß ich nicht. Kenne ich nicht. Hab mich noch nie mit einer Baustelle auseinandergesetzt. Der Bau Leite. Wenn dann. Muss man aber wissen. Mein Gott, wo haben wir da? Wo rennen hier umeinander, sag? Wo rennen hier umeinander? Was ist das da unten? Ich vernahm ein Gaga. Ich höre ein Gaga. Da ist er! Du kleiner Mistkrippe, weh, du bist der 4000 km/h. Ja, hat's dich schon! Oh, die Henne! 4000 km/h geht geil! Oh, your face! Tauschen! Na, auf den Bugel auf, du Spacko! Da! Kombinieren! Häuten und Vierteln! 10 Minuten Ingame. Hashtag Gickeltipf. Ab dafür. So, Knochen nehmen wir mit, können wir uns einen Angelhaken draus bauen. Haben wir einen sauberen Gickeltopf? Jawohl. Die Frage ist jetzt, wo wir den machen. Wir brauchen einmal. Haben wir das Messer noch in der Hand? Nein. Du hast einmal langer Stock. Wir brauchen keinen langen Stock, wir brauchen einen kurzen Stock. Moment, wir brauchen einen kurzen Stock, wir müssen Lagerfeuer machen. Ja. Langer Stock, nein. Da muss doch kleine Stauern geben, wo ein kurzer Stock drin ist, oder? Oder wie war das? Saubere Gickeltipf. Oh yeah. Da werden wir da voll an so eine. Was ist da? Also, es gibt immer nur lange Stöcke. Warum? Ich mag einen kurzen Stock. Ja, dann müssen wir ein lange. Brennholz? Seit wann kann man Brennholz einsammeln? Ich hab gemeint, da braucht man immer eine Axt oder irgendwas. Langer Stock, aufteilen ist gleich kurzer Stock. Das weiß ich natürlich. Das. Alter. Wir haben jetzt Brennholz. Wie groß ist denn so ein Brennholz? Danke überall. Da brate ich dir so viel Gickeltipf, dass du nicht mehr weißt, wie du tust. Oh, da haben Gleise unten. Okay. Jetzt muss ich mal schauen auf der Karte, wo wir sind. Entschuldigung, auf der Map natürlich. Map! Wo haben wir jetzt da gelaufen? Wir waren da in Olscha. Und dann glaube ich, sind wir da auf irgendwie und haben wir dann da Svetlorjask gesehen. Ja, und da sind die Gleise im Norden herum. Jetzt ist die Frage, ich weiß genau, wo wir sind. Wir haben genau da. Da ist der Gickelsbahn. Und wenn wir da jetzt an die Gleise weiterlaufen oder oben, da ist die fette Klippen, das sieht man an den topografischen Linien der Map, dass da steil oben geht. Genau da sind wir. Da gehen wir jetzt ein bisschen weiter, dann gehen wir rechts oben und gehen wir da nach Turovo. Und dann gehen wir sofort da im Norden, gehen wir alles weiter durch, was weiß ich. Na, da ist wieder ein Brunnen unten und da kochen wir jetzt auch einen auf da unten.
Das sage ich dir, was ist. Da können übrigens auch, was kann da spawnen? Kühe, Schweindel und so weiter. Easy peasy, lemon squeezy. Oh, Entschuldigung. Topografische Linien. Richtig. Absolut richtig. Und irgendwie da hinten irgendwo muss eigentlich die Stadt sein. Oder das kleine Dörfchen. Moment, muss ich noch mal einen Blick drauf werfen. Wo wir mir genau. Ja, das muss direkt im 90-Grad-Winkel. Da hinten muss das Gleis, wo sich das Gleis trennt. Da laufen wir jetzt nach rechts. Höhenlinien, Herr Professor. Das ist richtig. Jetzt wenn wir es genau noch ist richtig. Alter, schau mir auf die Zwiebel. Was für Zwiebel, Alter? Ah! Es ist 10 Uhr, bist du behindert? Ja, Entschuldigung, bist du komplett. Was? Wir laufen jetzt noch in die Stadt und bratzelt mal die Gickeltipp her. Oder wollt ihr schon aufhören? Ich verstehe die Frage nicht. Cinnamon! You are so beautiful to leave. Herr Cinnamon, das hast du zwar nicht genau geschrieben, aber so ungefähr. Merci dir. Flo, merci dir für den Zwickel 49. Der Big Lebowski. Boah, der ist gut. Der Bachhuber, der ist richtig gut. Boah, leck ist der gut. Jetzt check ich erst den mit dem Bau. Jetzt braucht man noch, wir müssen noch ins Skigebiet laufen. Dann sind wir tatsächlich der Lebowski. Der Lebowski. Ja, richtig gut. Ah, leck ist das gut. Ah, leck, der ist gut. Herr Bauhuber, guter Witz. Kannst du sagen, was du möchtest, das ist ein guter. Guter. Tun Sie sich nicht hinunter, ist ein guter. So, jetzt haben wir mal einen langen Stecker. Wir grillen noch auf, wir grillen noch Kickeltopf und einen Kickeltopf fressen wir noch. Das wird heute noch gemacht, ob es euch gefällt oder nicht, ist mir scheißegal. Ah, nehmen wir alles mit. So, langer Stock, kurzer Stock, Rinde brauchen wir noch. Rinde! Gibst du mir mal ein Stück Rind? So, wir machen aber ein Knochenmesser. Oder was ist? Wer weiß, für was wir das Steakmesser noch brauchen. Oh, einer will nicht mehr sehen. Flo, ich habe wieder vom Podcast die Folgen von der Ausbildungszeit geschaut und jetzt mal reißt es mich bei der Geschichte vom Conny, wo er seinem alten Meister die Mausfallen auslöst. Dankeschön für den geilen Podcast. Flo, liebend gerne, merci fürs Einhören. Na, jetzt habe ich das Messer, weil das Messer ja wieder am Boden umeinander liegt. Ja, ist eh klar. Das ist auch sowas Behindertes. Was, den Stecker nimmt er auch nicht automatisch mit. Das ist so behindert. Das ist so dumm! Was weiß ich, wo ich die Steine umgenatzt habe? Da bist du umgenatzt, oder? Ja, da, hier Stecker. Dein Mann ist ein Stecker. Trennen wir den auseinander jetzt da. Nein, nicht schärfen. Aufteilen. Und dann brauchen wir noch Rinde. Rinde. Den langen Stecker, den kriege ich nicht ein. Jetzt wird schießen. Nice. Da legt er die auch wieder am Boden ab. Oder was tut er damit? Keine Ahnung. Nein. So, es ist jetzt ein kurzer Stock, ja. Kurzer Stock und dann brauchen wir noch Rinde. Wir brauchen ein Stück Rinde. Gib mir mal ein Stück Rinde. Einsammeln, dunkle Rinde. Einmal rundrum drehen, bitte. Nice. Haben wir's schon? Da. Herr Kreuz. Das ist schon der zweite halt. Ich werde mich hier an, muss morgen wieder hacken, wo ein geiler Stream haben. Ich verstehe es nicht, was es eben ist, aber Kuss auf die Nuss. Herr Kreuzbot, schlafen Sie gut. Ich hoffe, Sie haben morgen einen tollen Tag, noch eine tolle Nacht. Merci dir. Vielleicht soll ich mich mal weniger aufregen, vielleicht wird es dann anders, aber das haben wir auch schon mal ausprobiert und Scheißdreck wird's. So, wir bauen jetzt gleich wieder das Schnellfeuer-Ding, das haben wir letztes Mal erst gemacht. Hier, tauschen, kann ich da jetzt was bauen draus? Nö. Kann ich da so, kurzer Stock, Lagerfeuer, Feuerbohrer, easy, schau, ich hab's nicht gewusst. Feuerbohrer haben wir gebaut, haben wir mir gebaut, Feuerholz haben wir auch. Brauchen wir die Rinde noch zum Anzünden? Weiß ich nicht. Wir brauchen einen Zündi. Sozusagen einen Zündi. Nimm noch ein Stück Rinde mit. Nimmst du mal ein Stück Rinde mit. Machst ein Stück Rinde, nicht Brennholz. Rinde. Gibst du mal noch ein Stück Rinde, das muss gelangen. So. Will ich mir nicht mehr sehen. So, runtergekreist in die Bude. Da ist ein Kamin, die sägen von da. Oh, ich muss ihn. Warte mal. Da vorne sind 3 Militärzelte, vielleicht ist da was. Da müssen wir die Map. Oh, ja, das stimmt. Leg die mal hin.
LeBron legt die einfach mitten Open Field, da hat sich noch nie nichts gefeiert. Jetzt warte mal, da muss ich jetzt selber schauen, das stimmt. Während wir da oben laufen, ist eine Querstraße und da haben 3 Militärzeiten. Schön aufgepasst, Teeny Weenie, schön aufgepasst, da werden wir noch kurz hineinlunzen. Segi die von da. Das ist die Straße. Das ist die Straße. Wo ist die Brücke? Nur noch mal hinlegen. Wo ist denn die Brücke genau? Hoppala. Nein, nicht Map weg. Nicht Map weg. Map her. An der Brücke, wo sie. Ja, da kommt jetzt die Brücke, dann kommt die Straße und an der Straße entlang. Okay. Friends of the Sun. Das heißt, wir müssen die Brücke überqueren und auf der anderen Seite der Straße entlang nach rechts. Schaut da so anders aus. Oder? Da geht die Straße unter der Brücke. Vorne rechts, da laufen wir jetzt. Wie werden wir den erst finden? Mann, ich darf's doch mal aufhören. Ich bin der lieb fucking Braun herself. Was? Ja, wie viel Kappen linken da erinnern umeinander? Alle. Wie viel Kappen sind im Haus sein? Ja! Ich sehe zumindest noch keine Zombies und da vorne müssten die Militärzeiten sein. Das Problem wird halt jetzt da vielleicht, da haben vielleicht auch ein paar, da haben nicht vielleicht ein paar, sondern da spawnen jetzt dann auch Militärzombies. Und meistens nicht wenig. Da ist schon der erste, aber der hat einen fetten Rucksack und einen Helm. Scheiße, wie bait man die jetzt da einzeln aus? Oh, fuck, wie bait man die jetzt da einzeln aus? Ja, kriegen wir schon hin. Einen nach dem anderen. Einen nach dem anderen. Haben wir Verbände? Ja, haben wir. Haben wir. Kriegen wir schon hin. Da hat er einen fetten Rucksack, den sehe ich von da. Oh, was war da? Ich hab da deinen Stecker in deinen Nockert-Nosch! Komm da rein. Natürlich nicht. Eine schlechte Militärbefestigung, wenn ich da einfach reinspazieren kann. So, grüß Gott! Da haben wir doch schon mal was. Was ist denn das? Cobra-Ziel? Wir nehmen alles mit. Wir haben momentan eh so viel Platz. Alles, was irgendwie halbwegs Sinn ergibt, nehmen wir mit. Da ist nichts brav. Was ist das da? Kaban. Ist genauso gescheckert wie unser Ding. Oh ja, das ist ein gutes Ding. Schauen wir gleich viel besser aus. Da können wir unseren Angel-Dingsbums eine backeln. Nur bloß genau schauen, nicht die so ganz kleine Munition, Stickerl. Oh, kann man mit dem Messer nicht einen Takedown machen? Offensichtlich nicht. Ja! Ist genau die Scheiße, auf die ich Bock hab! Würmer ausgraben, braucht keine Würmer. Wobei wir einen Fluss da hätten, da kann man auch noch fischen gehen. Oh, nein, leise, der steht da draußen, den mag ich eigentlich nicht triggern. Ich muss dann aufstehen und dann einfach, muss ich dann noch rechte Maustasten halten. Jetzt probieren wir jetzt einfach nochmal, warte mal. Passiert einfach gar nichts. Nee, das Messer kaputt machen. Da passiert einfach gar nichts, wenn ich von hinten hingehe und möchte irgendwas drucken. Ist jetzt da in dem Zeit was drin, vielleicht ist das einmal wichtiger. Dass wir uns da so schnell wie es geht wieder verpissen können. Was ist das Entfernungsmesser? Braucht keine Sau. Scheiße, es ist auch nichts drin. Nur dem einen Typen seinen Rucksack hätte ich gern. Probieren wir es nochmal. Vielleicht mit rechte Maustasten halten hin. Dann war das. Rechte Maustasten halten hinter ihm. Jetzt pass auf. Nein, keine Ahnung, ich habe keine Ahnung, wie das technisch funktioniert. Gegenteil vom Nahkampfmesser, Entfernungsmesser. Mr. Mensch, übernimmst du einen Sprengi sei. Der kann vom Sprengi sein. Der darf dich nicht bemerken. Ja, aber wie soll denn das gehen, wenn ich hinter ihm stehe, dann...
So in dies. Fall halt um, bevor der Rucksack hieß. Du Klappspaten, du! Nein! Jetzt ist er ruiniert! Du Arschloch! Ja, war nicht sehr lukrativ, leider. Die Ausbeute war nicht sehr lukrativ. Schade. Aber es hätte sein Lee Braun himself jemals aufgehalten? Ich glaube nicht. So, jetzt ist die Frage, gehen wir noch weiter in die... Das war ein riesen drumschäbender Schuss, da hinten geht er schon an. Mir. Okay, bye! Ich glaube, wir bleiben da unten, genau da, wo wir sind. Erstmal, ich glaube, dass die anderen Spieler, die da rumballern, relativ unbeeindruckt von meiner Hacke sein werden und relativ unbeeindruckt von meinem Kragenkleid. Ja, die werden nicht sagen, hey, watch out! We got a fucking badass over here. Wir gehen in die Bude ein. Hat mich der jetzt wieder bemerkt da, ja? Was du bemerkst mich, du? Ah ja, wer hätte das gedacht? Opa, fällt zusammen jetzt und leck mich nicht lang am Arsch jetzt da. So, Feti, kannst du selber umbinden, du Spacko. Da, mach die Bude zu. Mach die Bude zu, ich muss die Gickeltipp jetzt aufbrauen. Na stopp, Libron. Kann man die da drin machen? Nicht, gell? Hat das Ding dann überhaupt einen Ofen, einen anständigen? Ich weiß gar nicht. Kann man da drin essen? Kann man da Essen kochen? Nicht, gell? Tu mir den Bohrer her. Jetzt passen wir auf. Feuerbohrer. Ja. Ich weiß nicht, wie man da Holz reinlegen kann. Ich kann ja nichts machen. Ich kann nicht interagieren damit. Nimm Stock in die Hand. Nimm Stock in die Hand. Stock in die Hand. Stock in die Hand. Dann baut er da ein Lagerfeuer. Das habe ich nicht gewusst. Ja, habe ich nicht gewusst. Treibstoff ist auch schon drin. Dann legen wir das Holzelding da, das legen wir auch noch rein. Unsere Gickeldipf. Die werden wir kochen müssen. Die werden wir kochen müssen, weil ich die Feuchtigkeit aus den Gickeldipf brauche. Und gereichert helfen sie mir nicht weiter. Was haben wir da noch? Die Munition. Was brauchen wir das für Munition? 380er SCP. Ja. Easy going. Dann. Feuer hat sind. Da liegt das Gickeld Lagerfeuer. Und wie mache ich das jetzt an? Anzündholz. Wir haben doch extra. Ich brauche noch Rinde. Haben wir nicht extra Rinde mitgenommen? Anzündholz fehlt noch. Muni auspacken, dann hast du Papier. Ah, gute Idee. Auspacken. Munition auspacken. Da denke ich auch sehr oft einfach nicht dran. So, jetzt haben wir Papier. Da haben wir da rein, Munition, da haben wir da raus. So. Wahrscheinlich da eine. Ja, Papier. Okay, dann nehmen wir einen Feuerbohrer. Feuerbohrer. Anzünden! Ich mag jetzt die sauberen Gickeldipf! Geht das aufs erste Mal? Ah, schön hin. Da sieht man, da sieht man unten sogar in ein kleines Loch, da ist sogar tatsächlich ein Feuer. Da ist tatsächlich unten ein Feuer drin. Da an meinem gelben Ellbogen. Ich glaube, man erkennt es gut genug. Und jetzt kocht da oben unser Gickeldopf. Bruder! Ich glaube, den Ofen haben wir noch nie so hergenommen. Also richtig. Wenn, dann habe ich immer ein Lagerfeuer daneben gemacht. So, jetzt machen wir den ersten Gickeldopf.
Dann machen wir einen anderen Gickel auf. Hätte jetzt ich einmal so in meiner jugendlichen Leichtsinnigkeit vorgeschlagen. So, Messer, der wir in die Hose, Munition in den Rucksack. Nein, ob wir das Visier jemals brauchen werden, ist fraglich, aber egal. Essen in die Jacken, Verbände in die Jacken. So. Dann schaut doch das schon mal gut aus. Das ist doch. Mach Tür zu! Tür zu. Welche Tür? Die da. Ja, also, wenn wir so viele Fähigkeiten nochmal haben, dass da draußen jemand vorbeiläuft und einer schaut und uns das schießt, dann müssen wir mit der. Nein, nicht verbrennen! Das war knapp. Oh, ist es verbrennt? Etwa neu. Ha, gepackt. Na, Vanille Schoko Erdbeer. Babene. Babene. Ja, wir warten aber erst noch, bis das zweite fertig ist. Hat noch etwa 90 Grad, das wärmt schon unsere Daunenjacke auf. Wunderbar. Gehen wir mal ein bisschen vom Feuer weg, weil das schon wieder gelb wird. Trinken wir ein bisschen was dazu. Ja, da trinken wir ein bisschen was dazu. Eine Tüdeln. Eine Tüdeln. Was ist? Oh, ein Viertelten. Nicht mehr. Gegen so 3 Stück nach oben schaut das an. Jawohl. Dann haben wir ein warmes Plus an unserer Temperaturanzeige. Das kommt vom warmen Gickeltopf in der Jacke. Das schaut gut aus. Was ist mit dem zweiten Gickeltopf? Ich finde das super cool gemacht und sehr immersiv, wenn man so will. Erstens, dass man da von oben reinschauen kann, dann brennt wirklich ein Feuer drauf. Und dass der Gickeltopf auch da drauf liegt, erstens schon mit diesem, zweitens seine Farbe verändert. Ist cool gemacht, kannst sagen, was du magst. So, Freunde der Sonne! Es ist Zeit, der LeBron seinen ersten Gickeltopf zu sich nimmt. Und das heißt gleichzeitig, unsere Aufgabe für heute ist erfüllt! So. Was war das wieder? Es gibt noch, bevor jetzt wieder alle abhauen. Ist ja schon ein Haufen Furt, weil es einfach schon wieder 4 nach 10 ist. Like nicht vergessen, für die, die noch keins da lassen haben, Abo da lassen und für alle das Allerwichtigste. Diese Scheißdrecksglocken aktivieren. Aber wenn du meinst, du hast das schon aktiviert. Nein, hast du nicht. Nein, hast du nicht. Du hast es aktiviert, aber dann nicht auf alles druckt. YouTube behält dir Content vor, den ich mache. Wenn du Bock auf meine Sachen hast, dann aktivier das Ding. So! Holy shit! Was ist heute wieder abgegangen? Was ist. Es ist. Das Scheiß-Space jedes Mal unberechenbar. Und das ist das Schöne dran. Weil mit der Ski-Braun haut es einfach nicht hin. Ich bin gespannt, ob es auf Generous besser läuft. Es ist auch. Wir sind sagen. Es gibt einen kleinen Vorausplan für die Streams in den kommenden Wochen. Momentan steht montags einfach nur DayZ auf dem Plan. So geil, was ist? Ich habe auch Bock, ich habe wirklich voll Bock. Aber Livonia, wir haben Livonia schon mal probiert. Und da ist mir auch sofort aufgefallen, das ist so komisch winzig. Es fühlt sich an, da ist die eine Stadt, da ist die andere Stadt. Von A nach B jetzt laufen, das dauert mindestens wieder 8 Minuten nur in der Pampa rumrennen. Ja, egal, lauf einfach. Und du bist aber dann nach 30 Sekunden da. Da wird dir dann erstmal so richtig bewusst, wie dermaßen klar diese Map ist. Das ist schade. Warum macht man eine kleine Map? Möchte man mehr Spielerinteraktion? Entschuldigung, in DayZ gibt es keine Spieleraktion, sondern einfach nur hey, Mate! Bum, 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 bum. Dann sind wir gestorben. Dann haben wir die Map gewechselt. Der OG. LeBron himself ist respawned. Und schauen wir mal, wie weit wir mit dem kommen. Aber so unfassbar viele DayZ-Streams an Montagen habe ich gar nicht mehr auf dem Plan stehen. Denn am 10. Februar kommt Hogwarts Legacy. Und das darf ich gerne spielen. Und zwar gleich den Montag drauf. Das ist was ist heute, der 23. Jetzt haben wir noch die Woche, nächste Woche. Also, 2 DayZ-Streams sind es noch, mindestens. Und was wir dann denn, weiß ich nicht. Also, ja, weiß ich schon, dann streamen wir erst mit Hogwarts Legacy. Wenn das eine Scheiße ist, dann wechseln wir sofort wieder zurück zu DayZ, ist eh klar. Bloß haben wir irgendwie auf Generous kein so ein richtiges Ziel. Wir haben kein so ein 100%iges Ziel.
Rothy, merci für den Resub. Bussi aufs Nussi. Und Fikes, na dann gute Nacht. Gute Nacht auch. Merci dir. Küsschen aufs Nüsschen. Granti! In den Ofen muss der Granate eine da, der nächste, der den anzündet, den Spulvert. Das ist eigentlich eine lustige Idee. Funktioniert das wirklich? Also ja, das weiß ich. Ich glaube, man kann sogar Dosen rein, oder? Und die zerreißt es auch oder werden kaputt, aber es macht halt keinen Schaden nicht. Spielst du Dead Space Remaster? Wahrscheinlich nicht. Ich glaube, dass wir da 1:1 das gleiche Spiel wie damals kriegen und das damals Dead Space streamen. Damit haben wir angefangen übrigens vor 4 Jahren. Im Februar vor 4 Jahren haben wir mit diesen Streams ja angefangen. Und das zweite Spiel war Dead Space. Das erste war Resident Evil 2 Remake und dann ist Dead Space gekommen. Und ich glaube, dass das Remake oder Remaster ist 1:1 dasselbe Spiel, bloß mit modernerer Grafik. Da ist keine neue Gameplay-Mechanik drin, da sind keine neuen Monster drin, da ist nichts neu. Ich glaube nicht, dass wir uns das nochmal 10 Streams anhören, weil das wirklich 14 Stunden lang Schlauchlevel sind. Nicht falsch verstehe, ist ein super Spiel nach wie vor, aber das haben wir einfach schon. Wir haben das Original erlebt. Wie wäre es als Ziel eine uneinnehmbare Festung aufbauen mit der Community? Das haben wir schon mal probiert, sobald der erste Cheater kommt, laufen alle davon. Das werden wir nicht nochmal machen. Freilich weiß ich noch, saugeil. Was? Achso, der Dead Space Stream. Dann kommt übrigens auch am 3. März, und das ist schon übernächste Woche. Das ist auch Freitag. The Last of Us. Endlich, ich hab's 10 Jahre ausgesessen, dass ich das Spiel nicht anschaue, nicht spiele, mir keine extra Konsole dafür kaufe und sonst irgendwas. Jetzt kommt es endlich für einen PC. Das soll eines der besten Story-Games sein, die es gibt, die es jemals gab. Und kommt als Remaster für den 5. Remaster mittlerweile für den PC raus. Oh mein Gott, auf das habe ich so hart Bock, das kannst du dir überhaupt nicht vorstellen. Soll, ich weiß es nicht, ich habe es selber noch nicht gespielt. Natürlich habe ich vor 10 Jahren mal Tests gesehen, aber die haben 10 Jahre her, ich weiß teilweise nicht mehr, was letztes Wochenende war. Es soll eins, wenn nicht das beste Story-Game sein, das es gibt. Und wenn nicht, dann ist es mindestens der Top 5 der besten Story-Games jemals. Und auch wenn das sicherlich viele von euch schon kennen, das war's bei Dead Space, haben auch viele Leute kennt. Ja, das war von 2009, das haben wir mir 10 Jahre später gespielt und ihr habt es immer noch gefeiert. Deswegen hoffe ich sehr, Sie haben auch Spaß an The Last of Us. Ja, das werden wir miteinander spielen. Und eigentlich ist dann ziemlich bald schon wieder vorbei mit DayZ. Da fange ich lieber nochmal im April, Mai, wenn uns dann die Spiele wieder ausgingen, so im Sommerloch. So im Mai packe ich lieber noch mit DayZ, außer für 2, 3, 4 Wochen. Denn dann kommt angeblich am 1. März, heute mal, wir waren mal im März, nicht im Februar, kommt Sons of the Forest. Habe ich auch Bock. Das können wir als Community-Spiel vielleicht spielen. Erstmal werde ich immer alle Spiele selber ausprobieren. Dann 3. März The Last of Us. 1. März The Day Before. Ich glaube immer nur, dass das absoluter Scam ist, aber ich lasse mich auch gern überraschen, dass es kein Scam ist. Das ist eine DayZ-Alternative, wenn man so will. Stalker 2. Da mag ich nichts dazu sagen. Stalker 2 ist sehr gebeutelt, schaut super gut aus. Aber das sind ukrainische Spieleentwickler und wir wissen alle, was da hinten gerade los ist seit einem guten Jahr. Und ich kann mir halt nicht vorstellen, dass das fertig wird. Oder halt nochmal verschoben wird. Ich meine, wann sollen sie das machen? Die müssen schießen, Alter. Dann kommt Ende März kommt Resident Evil 4 Remake und wer Fragen stellt, ob man das spielen, der ist noch nicht allzu lange dabei. Natürlich werden wir das. Und Mitte März kommt Jedi Survivor. Das neue Star Wars Dark Souls, wenn man so will. Ja? Third-Person-Gehacke. Da haben wir den ersten Teil gespielt, der war super. Natürlich spielen wir den zweiten Teil. Ja. Das können wir nicht alles gleichzeitig spielen, sage ich dir, was ist. Da werden wir immer ein bisschen zeitverzögert spielen müssen. Das ist natürlich dumm aus der Sicht eines Streamers, weil gewisse Spiele musst du einfach ab Tag 1 spielen. Wir werden The Last of Us, typisches Montagsspiel sowieso, weil es wahrscheinlich super gut wird. Das werden wir 2 Wochen lang machen. Dann kommt Jedi Survivor mit dem März, dann wechselt man
Jedi Survivor auf Montag und Last of Us auf Mittwoch. Ich hoffe, dass der Last of Us dauert angeblich zwischen 10 und 12 Stunden. Ich brauche generell immer ein bisschen länger, allein wegen dem Stream und so weiter. Schauen wir, ob sich das so hingeht. Dann wären wir mit der Last of Us fertig. Dann wechselt auf Montag Resident Evil 4, Jedi Survivor auf Mittwoch und dann geht es immer so weiter. Ah? So, um das mal kurz so den kurzen Plan zu machen. Kommt der Freitagsstream? Habe ich mir noch keine. Sagen wir es so, ich habe mir Gedanken gemacht, aber fühle ich nicht. Anders kann ich es nicht beschreiben. Das haben wir schon mal da. Dass ich am Freitag stream, nämlich ganz am Anfang. Und das hat gar nicht lang gedauert, bis mir das nicht mehr passt hat. Weil ich am Freitag und am Wochenende einfach was anderes tun will. Und nicht auch noch an das da denken. Ich weiß nicht. Wenn Wochenendstream, dann nur spontan. So wird es wahrscheinlich bleiben. Und die haben schon extrem selten, ihr wisst es. Deswegen sage ich ja keine mehr, oh, vielleicht gibt es einen oder sonst was. Vorher WoW-Stream, bla. Teppich auf, eine Kern habe ich nie gesagt. Dann muss ich ein schlechtes Gewissen haben, wenn am Wochenende kein Stream kommt. Es ist einfach so, irgendwie war ein dritter Stream-Tag ganz nett, aber ich glaube, das ist genau die Grenze. Da haben wir schon oft drüber geredet. Zu oft für mich, dass ich einen Bock verliere. Zu oft für euch vielleicht. Nicht für alle, aber für ein paar. Ihr schaut euch ab an meine Sachen. Mag ich auch nicht. Ja, klar. Ich glaube, dass einfach diese 2 bis 3 Stunden, da überziehen wir lieber wieder öfter, wenn wir auch wirklich Story-Spiel haben, wie der Last of Us und es ist richtig gut, dann überziehen wir lieber wieder bis halb 11. Was momentan allerdings auch das ganze erste halbe Jahr schwer ist, weil gewisse Leute einfach früher ins Bett gehen weit früher ins Bett gehen als ich und dann kann ich auch verstehen, dass ich nicht von... Im Prinzip hat die ihren einen Schlafzimmerkopf 4 Meter hinter mir, wie ich da umeinander bleibe, wie ein Vollidiot. Hat auch keiner Bock drauf. Ist einfach schwierig. Meine Herren, wer streamt noch am Montag um 10:30? Ich. Ja, das typische Stream zeigt 2 Mal und am Wochenende Nischensachen wie WoW. Wenn am Wochenende ein Stream kommt. Ich habe auch bloß ein Wochenende. Wie ihr auch. Und ihr kennt das vielleicht. So nach einer Woche ist man echt froh ums Wochenende und es ist echt geil, wenn man nicht um irgendeinen Scheiß nachdenken muss und sich zu absolut gar nichts verpflichtet fühlt. Auch nicht zu dem hier, was jetzt keine schlimme Verpflichtung ist, um Gottes Willen. Ja, es fühlt sich immer nur nach 5 Jahren nicht an wie Arbeit. Aber ihr wisst schon, was ich meine. Schon mal von Ill gehört. Wenn nicht, können wir uns ja mal kurz einen Trailer anschauen. So 2023 käme so ein Horrorspiel. Ich kenne Ill natürlich. Ich bin mir nicht 100% sicher, ob ich die Szenen aus Ill zeigen darf. Ich sag das, wie es ist, ohne dass mein Stream ab 18 geflaggt wird. Es ist ein Ultra-Splatter-Spiel, schaut ultra gut aus und ist wieder ein klassischer Fall von es schaut zu gut aus. Ob das so jemals käme wird, bezweifle ich ganz stark. Bis jetzt gibt es noch gar nichts. Ja. Was meinst du, wie leicht du Gruppen bauen kannst in WoW? Herr Utzmeier, wie meinst du das? Wir haben ja nicht recht viele WoW-Spiele herin. Pyrex, das lese ich jetzt erst. Zu viel des Guten ist ungesund. Das ist richtig, das ist genau richtig. Irgendwann, wenn wir das übertreiben, und da ist halt meine Grenze sehr schnell erreicht, leider Gottes, hab ich keinen Bock mehr und spätestens, wenn ich keinen Bock mehr habe, dauert es 4 Wochen und dann habt ihr keinen mehr. Ob wir einen Sprenger schon gefunden haben, möchte ich wissen. So, weiß ich nicht, wie hat sich nicht gemeldet. Ist die Musik im Hintergrund vom Spiel. Die ist von Farthest Frontier und die finde ich ganz passend. Erst irgendwie zu The Walking Dead, also ein bisschen, keine Ahnung wieso. Die Dosis macht das Gift auch mit Sprüchen rumwerfen. Ja, ist also. Das hat jetzt so lang so gut funktioniert und es funktioniert immer noch unfassbar gut für alle Seiten. Für mich, für euch, für mich ist nicht zu viel, für mich ist nicht zu wenig. Für mich ist nicht zu viel, für euch ist nicht zu wenig. Und gleichzeitig aber auch für euch ist nicht zu viel und für mich ist nicht zu wenig. Habe ein Video in der Mache, ein gutes, altes, klassisches, nicht über Leberkäse oder irgendein Dreck, aber ein gutes, altes, klassisch. Kommt wahrscheinlich noch nicht dieses Wochenende, aber Wochenende in einer Woche dann. Podcast kommt diesen Sonntag. Ja, ich möchte die Sachen schon auch noch weiterhin machen. Das macht ja auch noch Spaß, so ist es nicht.
Videogeschichten. Und wenn ich dann noch ein drittes Mal oder vielleicht sogar noch ein viertes Mal anfange zum Streamen, wollten wir ja schon einmal Sonntagabend Primetime testen. Einfach mal so, wie viele Leute da kommen. Keine Ahnung. Haben die meisten Zeit, wissen nicht, was da sind. Dann weiß ich, Alter, dann nimmt das einfach überhand und irgendwann habe ich keinen Bock mehr. Red mir aber selber die ganze Zeit ein, Alter, wenn du aufhörst, du bist der größte Volldepp, wenn du aufhörst, aber ich kenne mich. Da scheiße ich dann drauf und ich hör auf. Wenn ich keinen Bock mehr habe. Naja, du musst Bock haben, dann haben wir mehr Spaß, wie wenn es überkommt, als müsstest du jetzt das da arbeiten. Arbeiten ist generell der falsche Begriff dafür, aber ich muss mir jetzt da hersitzen und streamen. Das fühlt sich ganz bestimmt nicht so. Der Kurzer schreibt, WoWler sind deswegen keine mehr da, weil es nach PC bergab ging und ab Wrath of the Lich King einfach nur noch Kiddie-Gichtel-Scheiße geworden ist. Cataclysm war der Anfang vom Ende. Pandaria war irgendwie seltsam, das hat keiner so richtig glauben können, was da passiert. Warlords of Draenor war dann wieder ein nach oben, hier, nach oben, oben, oben. Und das aktuelle Dragonflight Add-on ist das Beste mit Abstand seit ewig. Mindestens seit Legion. Legion war gut, aber Dragonflight ist mit Abstand das beste WoW-Add-on seit keine Ahnung wann. Das haben sie, glaube ich, so richtig kapiert mit dem Erfolg von Classic 2018 bis 20, was das für einen Armsturm haben und wie die Leute das einfach dort wirklich noch taugt. War oldschoolige Mechaniken. Keine so eine scheiß übertriebene Story mit irgendeiner Super-Titan, steckt sein 5 Planeten großes Schwert in einen Planeten ein und lässt es einen Dreck, da so ein Raumschiffe fliegen umeinander. Und ich denke, hä? Das ist Warcraft, Alter, was ist das für Scheiße? Hä? Ein Bier nicht? Und dann so ein bisschen back to the roots. Ja, Drachen gingen alle, weil ich kann jetzt auch nicht so viel mit den Drachen und so weiter, so wie soll ich sagen, mit Drachen so viel anfangen, aber einfach, es ist eine bodenständige Fantasy-Story, ja. Es geht um Drachen-Sachen. Besser Drache, die Story in WoW interessiert mich sowieso nicht, aber es fühlt sich bodenständiger an. Das Berufesystem ist endlich überarbeitet, was schon seit 10 Jahren überfällig war. Du hast wirklich Items, die du dir erspulen kannst durch Crafting Materials, die dir dann jemand baut, die du wirklich brauchen kannst, bis ins Endgame. Natürlich kannst du immer einen Drop kriegen, der noch besser ist. M+ macht immer schon Spaß. Der Raid ist gut. Die Wait ist gut. Das Drachenfliegen macht Spaß. Endlich fühlt sich das Fliegen an, so wie dieses Chernobyl-Fliegen seit Burning Crusade. Das beste Add-on seit Ewigkeiten. Back to the Roots, da ist kein Schnickschnack-Scheiße nicht drin. Diese komischen Azeritois-Ketten oder Covenants in Shadowlands. Furchtbar! Ist alles nicht mehr drin. Es gibt keine Bullshit-Mechaniken mehr, nichts davon. Es ist einfach nur ein bodenständiges Add-on, genauso wie wir es haben wollen. Super gut. Und ich sag das, was ist, ich habe in dem Add-on mehr Charaktere gelevelt. Wie zwischen Vanilla und Shadowlands. Und ich spiele schon lang. Und ich habe echt auch viel gespielt. Ich habe in diesem Add-on mehr Charaktere aufgelevelt und aufgespielt und auf einigermaßen das Item-Level gebracht, wie von zwischen Vanilla 2004 und Shadowlands 2020. Mehr sage ich da jetzt nicht dazu. Der Schandi schreibt, mal so in die Runden geschmissen. War mal ein Livestream was. Also in einer kleinen Rundenbier gezockt und es hocken Leute dabei. Dann können die Backseat-Gamer direkt ihre Tipps geben. Die kriegen alle einen Herzinfarkt, sobald da mehr als 100 Leute zuschauen. So schaut's aus. Wolltest du nicht Escape from Tarkov mal wieder anfangen? Wipe war am 18.12. Das stimmt, aber die haben das Spiel so über den Haufen gepatcht, dass man jetzt questen muss und auf das habe ich überhaupt keinen Bock. Der kurze Schritt noch. Ehrlich, muss ich doch mal wieder reinladen. Muss aber sagen, ich bin Hardcore-PvPler, wie schaut's da aus? Da ich ganz wenig PvP, ich finde im PvP in WoW schon immer beschissen. Da kann ich noch nichts sagen. Tue ich ganz extrem selten. Nur wenn mir absolut langweilig ist, gehe ich irgendein BG und stelle fest, okay, PvP in diesem Spiel ist eine absolute Scheiße. Weg damit. Mir hat immer so gestört, dass es Pay-to-Win worden ist und nur noch die gutes Gear hatten, die arbeitslos waren und 24/7 gezockt haben. Muss aber sagen, ich bin Hardcore-PvPler, wie schaut's da? Ja, kann ich da nicht sagen. Aber im Prinzip ist es ja immer noch Pay-to-Win. Es gibt einfach die Gilden, die ihnen die Runs verkaufen. Das wird dann nie aufhören. Da wird Blizzard auch nichts dagegen tun, weil das Geld, das Gold, das diese Gilden verdienen mit dem Mitziehen, das kaufen sie die Spieler, die sie diesen Zug kaufen, also diesen Run kaufen und die Items von Ingame, von den Leuten kaufen, was völlig in Ordnung ist. Aber was nicht in Ordnung ist, dass sie das Gold, mit dem sie das zahlen, mit Echtgeld eine WoW-Marken kaufen.
Und Blizzard warten idiotisch, wenn sie das ausstellen. Da musst du einfach drauf scheißen. Aber dein PvP-Gear kannst du dir nicht kaufen. Das musst du dir da spielen nach wie vor. $800% Zusatzwert. Also, wenn ich mir jetzt wirklich wenn die PvE-Leute meinen, kauft er Gold und kauft er deine Items, dann frage ich mich, wo zur Hölle ist denn der Spielspaß? Was tust du denn dann mit deinem Best Gear? Was tust du denn dann? Dann hast du das und dann? Ich meine, das Ziel des Spiels ist der Weg. Der Weg, den Raid zum machen, die Endbosse zum Längen, ohne dem High-End-Gear, sondern das soll ich mir ja droppen als Belohnung. Ich verstehe den leider ehrlich gesagt auch nicht. Genauso wie das kostenlos, ich zahle Gold an eine andere Gilde, die mich mitnehmen und durch den Raid ziehen, dass ich mein Gear kriege. Warum? Verstehe ich nicht. Und dann, wenn du es dann hast, was dann? Dann gehst du in die normale Welt aus und da schluckst die Level 71 Tiger in der Open World. Oder was? Ich kapiere es nicht. Nein, verstehe ich nicht. Also keine Ahnung, ohne dass ich selber was in den Progress beitrage, verstehe ich nicht, warum ich mir das kaufen soll. PvP ist ein Traum in Dragonflight, sagt der Herr Utzmeier. PvP haben so viel geändert, Arena, Single Queue. Ich habe was mitgekriegt, es gibt ein neues Spielmodus, ich habe noch nicht ausprobiert. Es gibt irgend so einen Shuffle-Mode. PvP. Da matest du die an. Dann kommst du mit 6 Leuten in eine Gruppe und da wird irgendwie durchgewürfelt. Dann ist es immer 3 gegen 3 oder 2 gegen 2, aber immer andere Teams, die da draußen zusammenkehren. Irgendwie so, wie gesagt, ich befasse mich nicht mit PvP. Ich habe PvP in WoW schon immer beschissen gefunden. Ich möchte jetzt nicht PvP schlecht reden, aber keine Ahnung. Das hat mir einfach nie getaugt. Vielleicht, weil ich auch Kotze schlecht war, kann natürlich auch sein. Löwensepp, die habe ich übersehen. Habe am 24.12.22 einfach mal Diablo 3 ausprobiert und habe mir zuerst gedacht, sowas gefällt mir nicht. Dann ist zuchtlos. Ja, so viele Spiele haben diesen einen Moment, wo es auf einmal Klack macht. Du schaust zu bei Diablo 3 und denkst, was ist das? Da fährt einfach irgendein Barbar, der fährt 4 Stunden am Stück da durch, zerpimmelt Viecher und wenn er es hat, dann nochmal. Was ist da schön? Kapier ich nicht. Bis du das selber spielst und weißt, was der da tut, dann ist das Zuschauen schön. Und dann macht es irgendwann Klick. Und wenn die Loot-Spirale anfängt zu kicken und der kleine letzte Punkt kommt in deinem Kopf so, fuck, jetzt habe ich es verstanden. Und dann garantiere ich dir in sich eine Spiele 1000 Stunden aufwärts. Habe über 6000 Stunden in Diablo 3. 6000 glaube ich habe ich nicht, aber ich bin nicht weit weg davon. Ich hätte bei mir da die auf 3 bis 4 tippen. 1000. Das ist die gewertete Arena Single Queue, was du meinst. Ich habe ehrlich gesagt, keine Ahnung. Das PvP-Gear kriegst du leicht und in der Arena haben alle ähnlichen Gearscore. Das habe ich schon, okay. Also wie das PvP-Gear ausschaut und so, das habe ich natürlich schon mitgekriegt. Ja, kurzer Schritt. Ich habe halt früher an S1 Equip Rogue im Duell an S3 Warrior zerlegt. Du, der Rogue ist auch heute noch sowas von beschissen OP, sowohl im PvE als im PvP. Und danach mal, trotz allen Cooldowns, da ging es mit Skill. Jetzt haben sie einer Zeug gekauft. 0 Skill, aber machen die platt, weil du nicht das Gear hast. Nein, das Gear ist ziemlich einfach zu mir spielen, habe ich mir gestern sagen lassen. Ungelogen. Es ist, keine Ahnung, ein gewonnener BG ist gleich Ort drum. Das gewinnst, machst du damit 10, 20, dann hast du das Set beieinander. Und das skaliert irgendwie im PvP-Modus dann auf das gleiche Gear-Score-Level. Das haben dann alle. Und dann ist eigentlich im Prinzip, wenn man es genau nimmt, eigentlich nur noch Skill. Und nicht mehr Gear entscheidend. So! Die Hintergrundmusik ist übrigens aus Farthest Frontier, falls da hat vorher mal irgendjemand geschrieben. So, Kinder. Jetzt ist schon wieder 22:08 Uhr. Ah, so nicht. Freunde der Sonne. Wir sehen uns am Mittwoch. Nochmal mit Battle Brothers. Ich weiß schon, da werden viele schon nicht mehr zuschalten. Ich weiß ich habe letzten Mittwoch vielleicht ein bisschen zu viel geredet. Ein bisschen zu viel erklärt. Und in 2 Stunden hat sich das Beutel nur 3-mal geändert und es ist irgendwie nichts passiert. Einmal probieren wir es noch. Die Meinungen waren gespalten in den Kommentaren. Nicht nochmal Handel, weiß ich nicht, passt nicht in das Stream-Konzept und keine Ahnung. Und manche haben geschrieben, oh, das ist ja voll geil. Das ist genau mein Weder. Ich liebe solche Spiele, wenn du die spielst und so weiter.
Einmal probieren wir es noch. Aber viel weniger erklären wir letzten Mittwoch. Ich werde natürlich Dinge erklären, warum mache ich jetzt das, warum ist das so, warum ist das so. Aber ich erkläre nicht zuerst 1,5 Stunden und dann mache ich einfach und haue hier rumgekloppe. Einfach ein bisschen, wie soll ich sagen, on the fly erklären und nicht alles vorher, wo 1,5 Stunden nichts passiert. Das ist einmal der Plan. So, ansonsten Erklärvideo vom Henno schauen vor dem Stream. Du kannst es natürlich auch machen. Oder ihr schaut einfach meinen letzten Stream und da erkläre ich so viel, das bleibt nicht hängen. Das ist schwierig. Battle Brother werde ich mir wegen dir kaufen. Erst noch abwarten, schau erst noch ein wenig zu und ob das schon was ist. So, jetzt gehen wir ins Betty. Freunde der Sonne, es war mir eine Ehre, Sie belustigen zu dürfen. Ich hoffe, Sie hatten Spaß. Ich ziehe meinen imaginären Hut. Vielen herzlichen Dank. Like nicht vergessen, Abo nicht vergessen, Glocken nicht vergessen. Twitch schreibt einfach. Wenn man das schreibt, das kannst du selber ausdenken. Merci für die ganzen Donations wieder mal. Manchmal freue ich mich. Eigentlich freue ich mich jetzt mal, wenn es endlich aufhört, aber irgendwie jetzt nervt. Vielen Dank dafür. Vielen Dank an die ganzen neuen Mitglieder. Vielen Dank an die ganzen alten Mitglieder. Und vielen Dank an alle, die keine Mitglieder sind. Einfach fürs Dabeisein. Küsschen auf das Nüsschen. Wir sehen uns am Mika mit Battle Brothers und jetzt verpisst euch verdammt nochmal ins Bett. Hobby! Und, hoppala. Kaputt. Hashtag Strapse, Hashtag Nachschausquoten grüßen nicht vergessen. Oh, das ist zu letzter Sekunde. Aber die Nachschausquoten. Fühlen Sie sich gegrüßt. Und drittens, Press F für Shebron II und Triple F für die Mods und Quadruple F für die Rückkehr des Lee Braun, was das eben ist. So, und jetzt verpisst euch.